Tipptopp. So, Servusle. Formel 1 Fan 04. Eieiei. Ist ja auf dem richtigen Channel hier, wa? Schatz, Servus. Alex, Servus. Chico, Servus und guten Abend. Was geht ab? Wie war euer Start in die Woche? Ja, Themen haben wir ja heute nicht ganz so viele, wa? Wir haben ein paar kleine vielleicht, ja, da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Aber wenn ihr heute Themen habt, dann wird es ein bisschen länger. Ansonsten wird es heute eine kurze Nummer werden. Weil zu meckern haben wir nicht viel, ne? Also ich habe nichts zu meckern diese Woche. Wir können natürlich fast Uli Hoeneß, aber das haben wir ausreichend durch, würde ich sagen. Muss mal eben hier mal meine Chatschrift größer machen. Damit ich das besser lesen kann. Ja, genau. Wir sollten das Fass Harry Kane nochmal aufmachen, ne? Der ist ja ohne Pfeife, ne? Aber was habe ich gelesen jetzt? Wer war das denn? War das der Hamann oder der Basler? Nee, stimmt gar nicht. Der Spacken Alfred Draxler, Alter. Der hat einen Artikel geschrieben und sich bei Harry Kane entschuldigt. Er hat ihn völlig falsch eingeschätzt, als er verpflichtet wurde. Wie 90% aller Spacken. Ja. Da Eigenlob ja stinkt, sage ich da nichts weiter zu, ne? Naja, ich sag's euch. Die sie alle draufgehauen haben, ne? Zu teuer, zu bla. Ist gesagt, Harry Kane ist jeden Cent wert, Alter. Das zeigt das Spiel für Spiel, ne? Ja. Weil wir dann Michael Olise natürlich mit in die Verantwortung nehmen, ne? Ich denke mal, das hat das Spiel gegen Hoffenheim ganz gut gezeigt. Wer im Moment unser Offensivspiel trägt. Das ist Harry Kane und Michael Olise, aber das ist ja auch nichts Neues und das ist ja auch nicht schlimm, dass man von guten Spielern abhängig ist, ne? Ich meine, wir haben das Spiel trotzdem am Ende des Tages 4-1 gewonnen. Also, über was reden wir, ne? Und dafür sind es ja auch gute Spieler. Also, alles gut aus meiner Sicht. Ben, Servus, Ambu, hello, again. Ja, mein Gott. Geil. Stefan, hau raus. Dann will ich gerne mal mit einem kritischen Blick auf die Realitäten beginnen. Okay. Vielleicht kommen viele der Fans mit der rosaroten Brille nach der teilweise völlig überhöhten, hier zu lesenden Beschreibung einer Gala gegen Chelsea am vergangenen Mittwoch und dem insgesamt mäßigen, wenig inspirierenden Auftritt unseres Teams am Samstagnachmittag in Sinsheim zu einer wieder realistischen Einschätzung der Leistungsstärke. 3 Momente durch unseren Ausnahmespieler Harry Kane bescherten einen nicht sehr glamourösen Sieg. Waren die letzten Worte, oder? So in etwa. Aber ich warte gerne noch. Einen nach meiner Bewertung eher schmeichelhaften Sieg, insbesondere in dieser Höhe. Siranto, moin. Und Blondie, guten Abend. Ja, also, wir machen das Fass mal kurz auf, ist ja kein Thema. Erstmal kann natürlich da jeder seine Meinung haben, wa? Das ist für mich völlig fein. Ich habe es ja schon in meinem Video gesagt zu dem Spiel. Also erstmal, ich habe es ja gerade gesagt, glanzlos. Glanzlos kann man es vielleicht nennen, ja, wenn man die anderen Spiele vorher sieht. Aber ja, es gibt immer das schöne Sprichwort zu dem halben Glas Wasser. Ja, der eine sieht es halb voll, der andere halb leer. Für mich ist es definitiv halb voll.
Also ich sehe da an dem Spiel gegen Hoffenheim gar nichts kritisch. Warum? Habe ich in dem Video auch schon gesagt. Ich fand es völlig richtig, dass man rotiert hat und ich finde es völlig richtig, dass man wieder rotieren wird. Und natürlich, wenn du mal guckst, was Hoffenheim bisher für Ergebnisse hatte, wenn du mal guckst, dass wir auswärts gespielt haben in Hoffenheim, wenn du dann mal die erste Halbzeit anschaust, wo man wirklich sagen muss, dass Hoffenheim sehr stark, sehr zweikampfstark war, sehr fickrig, dass sie sehr eng und gut verteidigt haben. Ja, dann ist es schwer, wenn rechts ein Lennart Kahl aufläuft, der ein Riesentalent hat, der sich reinwirft, der ackert, der rackert, aber wo du klar gesehen hast, das ist halt kein Michael Olisse. So, ja. Dann hast du einen Jackson auf dem Feld gehabt, wo du gesehen hast, wir haben eigentlich mit 10 Mann gespielt. Der war nicht zugegen, der war null eingebunden in dieses Team. Wie auch, der hat 3 Trainingseinheiten mit dieser Mannschaft gemacht. Dann hast du einen Leon Goretzka gehabt, der maßlos enttäuscht hat, den du in der ersten Halbzeit nicht wahrgenommen hast. Also sind wir schon mal bei 9 Mann in der ersten Halbzeit. Ja, und dann wird es natürlich schwierig. Ja, so. Aber du musst ja auch mal sehen, was haben wir denn bitte zugelassen? Ja, wir haben die Riesenchance für Hoffenheim zugelassen, weil Manuel Neuer meinte, ich spiele den Ball mal den Hoffenheimer in den Fuß. So, ja, und das war alles. So, über was reden wir hier? Wir reden ja jetzt nicht darüber, hier Hoffenheim hat 3, 4 Chancen gehabt und wir haben nicht eine gehabt. Also weiß ich nicht, wo der Sieg dann schmeichelhaft sein soll. Ja, nur weil wir die Tore durch eine Ecke gemacht haben, und durch Elfmeter und sonst nur, ja, Serge in der Nachspielzeit das 4-1 aus dem Spiel heraus. Deswegen ist der Sieg dann schmeichelhaft. Weiß ich nicht. Wie gesagt, den ersten Elfmeter, die Szene habe ich nicht gesehen, die da zur Diskussion steht. Ich denke mal, die zweite war eine klare Nummer. Ja, nochmal, das war nicht dieses Hurra-Spiel. Ja, du kannst aber gerne mal in unsere Statistiken wühlen. Du kannst aber auch einfach, wenn du den FC Bayern regelmäßig verfolgst, dann solltest du wissen, dass wir uns nach Champions League Spielen gerade gegen starke Gegner immer super schwer tun in der Bundesliga. Ja, das war schon immer so. Und von daher habe ich jetzt auch wirklich nichts anderes erwartet. Ja, das ist dann, vielleicht ist das auch eine Erwartungshaltung dann, die der eine oder der andere hat. Also ich habe nichts anderes erwartet, außer dass es ein schwieriges Spiel wird, dass es eine Zählnummer wird, wenn Hoffenheim sich reinhaut und alles versucht und wenn du deren Saisonstart siehst und wenn du auch den Trainer so ein bisschen siehst, dann war das klar, dass die Vollgas geben werden. Ja, so. Und am Ende, ja, am Ende hat sich die individuelle Qualität durchgesetzt. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber genau deswegen haben wir die ja. Ganz einfache Kiste. Und das zu kritisieren, genau, es gibt nichts zu meckern. Danke, Blondie, erstmal für dein Abo. Für 6 Monate gleich, oder was? Blondie, vielen lieben Dank dafür. Ja, wie gesagt, ja. Und du musst mal immer sehen, wir sind am Start der Saison. So, wir sind an Spieltag 4. Da ist eine Mannschaft, ja, die ist zwar auch neu zusammengestellt, alles gut, aber diese Mannschaft hat eine Vorbereitung gespielt. Über was? 4, 5, 6 Wochen? So, was haben wir für eine Vorbereitung gehabt? 2 Wochen. 2. 2 Weeks. Ja. Und dann so ein Spiel wie in Hoffenheim, was wir dann noch 4-1 gewonnen haben. Weiß ich nicht. Nochmal. Ja, weiß ich jetzt nicht. Und ich bin schon kritisch, wenn es um FC Bayern geht, denke ich, oder? Aber gut, wie ich schon sagte, jeden seine Meinung. Bei mir läufst du da auf jeden Fall keine offenen Türen ein. Ja, ich fand das völlig richtig, dass wir die anderen Jungs gebracht haben. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, es ist auch super wichtig, den Kader zu nutzen. Und ich bin froh, wenn Vinny das macht. Und auch, wenn das auf Kosten gehen sollte, dass wir so ein Spiel mal nicht gewinnen. Ja? Oder dass wir so ein Spiel mal verlieren. Ja, wen interessiert's, Alter? Guck auf die Tabelle. So, ja, da hast du Dortmund dahinter, die sich zum 1:0, weiß ich nicht, ob es gequält war oder nicht, gegen Wolfsburg zu Hause, keine Ahnung. Ist jetzt auf jeden Fall auch kein überragendes Ergebnis. Ja, und das war's. Dann hast du was? Leipzig oder was? Dritter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe am Samstag auf die Tabelle geguckt, aber kann ich ja mal eben machen. So, über was reden wir dann, Alter? Ja. Also ich persönlich habe es voll gefühlt, so wie es gelaufen ist.
Aber wie gesagt, ist vielleicht eine Erwartungshaltung. Ne? Ich habe da nichts anderes erwartet. Wir tun uns immer schwer nach Champions League. Ist in jedem Spiel so. Ja, Leipzig ist dahinter mit 9 Punkten. Die wir am ersten Spieltag aus dem Stadion geschossen haben. So. Dann kommt Köln, St. Pauli. Eintracht Frankfurt 6 Punkte hinter uns. So, über was diskutieren wir, Alter? Nochmal. Ja. Also man sollte mal nicht vergessen, dass wir keine Vorbereitung hatten. So, das sollte man mal wirklich nicht vergessen, ja. Und ich finde es gut, dass ein Vinny gerade so agiert, wie er agiert. Falls das noch dann die Kurve wahrscheinlich ist, wenn man den Sieg kritisiert, dass man dann wieder auf Vinny hinaus will. Für mich völlig fein. Es war genau der richtige Ansatz und ich hoffe, er zieht den Ansatz durch, weil umso öfter er diesen Ansatz durchzieht, ja, diese Spieler, die da vielleicht unterperformt haben, die brauchen einfach diese Spielzeit, um dann in Zukunft, ja, wenn wir das immer so handhaben, dann halt zu performen. So. Und nochmal, wir reden über ein Spiel, was wir 4-1 gewonnen haben. So. Mein Take dazu. Aber wie gesagt, das kann ja jeder anders sehen und wenn man das Kritische suchen möchte, ja, na klar, kannst du dann reingehen, dann kannst du anführen, oh, wir haben nur 45% Zweikämpfe gewonnen und Hoffenheim 55%. Trotzdem haben wir den doppelten Ballbesitz, die doppelte Anzahl Pässe, wir haben mehr Schüsse aufs Tor. Also über was reden wir? Ja, Punkt. Ja, es war kein Hurra-Fußball wie in den anderen Spielen, das war aber auch nicht zu erwarten nach dem Champions League-Spiel. Und keine Ahnung, hattest du noch was zu Chelsea geschrieben hier? Nach der teilweise völlig überhöhten und hier zu lesenden Beschreibung einer Gala gegen Chelsea am vergangenen Mittwoch. Ich fand das Spiel gegen Chelsea sehr, sehr gut, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe es gesagt, ich habe Chelsea einen Tacken unter uns eingeschätzt, so von der Stärke her. Ich kann Chelsea schwer einschätzen, weil ich die Mannschaft nicht wirklich kannte. Wir haben zu Hause gespielt gegen einen guten Gegner aus England. Nicht mehr, nicht weniger. Und da haben wir ein gutes Spiel gemacht. Und das irgendwie jetzt wieder in Frage zu stellen, verstehe ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Dann will man halt, dann will man das Glas halt halb leer haben und nicht halb voll. Was völlig fein ist. Aber ich bin einfach anderer Meinung. So. Ich sehe es eher gut, auch Spiele, wo wir nicht so da sind, gewinnen wir 4-1. Ja. Das war auch schon mal anders. Ja. Und was heißt nicht da? Wir waren ja da. Also es war doch, also ich habe keinen auf dem Platz gesehen, vielleicht Leon, ja. Aber selbst Leon, also du hast ja keinen auf dem Feld gesehen, wie wir es sonst hatten, vielleicht nach Champions League spielen. Alle wollten, ja. Also ich hatte das Gefühl, dass alle wollten, ja. Aber du hast halt gemerkt, dass manche halt einfach nicht mehr konnten. Ja. So, aber es hat sich doch keiner hängen lassen. Jeder hat alles versucht, hat alles reingeworfen, alles reingehauen. Aber dass du nur vor 2 Tagen gegen Chelsea gespielt hast, ja, na klar. Das spielt halt mit rein, ja. Erst recht, wenn man nur 2 Wochen Vorbereitung hatte. So, hätten wir darüber geredet, wir hatten auch 6 Wochen Vorbereitung, die Mannschaft ist auf dem Peak von der Fitness her, ja, dann wisst ihr selber, bin ich kein Verfechter davon, sowas anzuführen, dass wir alle 3 Tage spielen, weil wir es gewohnt sind. So, aber haben wir nun mal nicht gehabt. So, ja. Und den Faktor kann man einfach nicht außer Acht lassen. Punkt. Und das dann zu kritisieren, wenn man so ein Spiel 4-1 gewinnt, obwohl man diese Voraussetzungen hat, ja, I don't know. Weiß ich nicht. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Also ich kritisiere das nicht, ganz im Gegenteil. Ja, Leon, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was mit Leon los war. Also von Leon muss da mehr kommen. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich habe mich halt auch erschrocken. Ich habe ein Tar ja was mit 4 benotet. Ich habe ein Tar richtig schlecht gesehen. Anscheinend bin ich der Einzige auf diesem Planeten. Ich meine, ich habe nicht in die Kommentare geguckt, aber ich habe dann, weiß ich gar nicht, Spox oder so eine Scheiße oder was, oder auch Sport 1. Er hat der Tar eine 2,5 gekriegt oder eine 2. Ich dachte, hä? Haben die ein anderes Spiel gesehen? Alter, war auch wieder wild. Kampfdampfer, servus. Ja, gerade, also Spiele, wo es auf einem gewissen Level ist, gewinnst du sehr oft durch Standards, ne?
Und alles gut. Naja, ich würde sagen, die 4 Wochen Club-Weltmeisterschaft war besser als jede Vorbereitung. Wir bekommen wahrscheinlich erst auf Strecke Probleme, da wir keine Pause hatten, hoffentlich im Herbst und nicht erst im Frühjahr. Ja, vielleicht um Sachen einzustudieren so. Ja, das hat Winnie auch gesagt in der PK, aber mit Sicherheit nicht jetzt im Vergleich, wenn du gegen eine Mannschaft spielst wie Hoffenheim oder gegen eine andere fickrige Mannschaft, die 6 Wochen Vorbereitung hatte und wir haben 2 Tage vorher gespielt. Komm, ey, sei mal jetzt realistisch. So, wollt ihr mir da erzählen, man spielt auf ein und denselben Fitnesslevel oder was? Come on, ey, was ist los? Kane wird Ballon d'Or gewinnen. Er wird ja nicht, weil er beim FC Bayern in der Bundesliga spielt und nicht in Spanien oder in der Premier League. Deswegen wird er den nicht gewinnen. Also es würde mich sehr überraschen. Da müssten wir schon Triple holen, ja, dann vielleicht. Ja, nur Sekunden habt ihr zugeschaut. Das ist schon frech, ne? Das ist schon frech. Mm, 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 mm. Ja, ist halt so. Also, wir haben schon genug Spieler bei uns gehabt, wo du gedacht hast, jo, jetzt muss er das Ding gewinnen. Ich denke nur an Ribéry, an Robben zurück und so weiter. Ich meine, gut, da gab es noch Messi und Ronaldo. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wer hat den letzten gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Bin voll nicht im Thema, weil der Titel will ich das noch niemals nennen, weil das einfach nur, ja, das ist, weiß ich nicht. Also da werden auf jeden Fall keine sportlichen Leistungen gewürdigt, sagen wir es mal so. Ja. Oder zumindest nicht fair gewürdigt. Also da sind ja teilweise Gewinner gewesen, Alter. Das ist ja eine Katastrophe. Also den Titel kann keiner wirklich ernst nehmen, wer sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Rodri. Ja, Rodi ist schon gut, ja. Ja, das stimmt. Der war schon stark, was ich gesehen hatte. Aber ja, ist der Vorteil, es gibt nicht mehr Messi und Ronaldo oder was? Beziehungsweise der eine spielt in den USA und der andere in Saudi-Arabien, da interessiert das wohl nicht mehr. Aber sonst guckt ihr an, was für Spieler da welche Leistungen gebracht haben. Da gab es ja nie irgendwie. Naja. Wurscht, wie gesagt, ist ein Titel oder ein Ding, was mich null interessiert. Headsport, moin. Was hältst du eigentlich von Energy Drinks? Auf was bezogen jetzt? Also ich persönlich trinke einen Energy Drink, wenn ich super schlecht geschlafen habe und abends noch streame, beziehungsweise beim Stream nicht unbedingt, eher wenn ich abends dann noch in unserer Gilde einen Raid mache, dann trinke ich mal so ein Dosen von unseren Konkurrenten ohne Zucker. Ja. Also ich bin jetzt keiner und ich würde es auch keinem empfehlen, sich täglich Energy Drinks reinzuballern. Und das die Frage sein soll. Aber ist bei mir auch selten eigentlich. Maike Platz 30 bei der Wahl, sagt alles. Hat halt noch keinen Namen, ne? Hat halt noch keinen Namen, der Maike. Vielleicht diese Saison, wenn er das Limit so hält, dann hat er auf jeden Fall schon mal einen Namen, dann ist schon mal die Top 10 drinne. Ich sage, Bischof macht in der Saison nicht ein Spiel über 90 Minuten in der Bundesliga. Leon ist ja jetzt wieder unser Mann. Neue Verträge für Gnabry und Goretzka werden wir auch spätestens im Winter präsentieren. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden den Bischof noch sehen. Und ich glaube, der wird uns noch alle überraschen. Ja. Ob gezwungenermaßen, das wird man sehen, ja. Also ich fand es auch wild, dass ein Bischof nicht in der 60. kam oder dass er nicht gleich in der Startelf stand. Ja, fand ich auch ein bisschen wild. Aber ich glaube, seine Stunde wird noch schlagen bei uns. Und Leon glaube ich nicht. Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass Leon wieder ein bisschen hinten dran ist unter Kompanie, oder?
Wo Pavlo wieder laufen konnte, war doch Pavlo immer auf dem Feld. Leon saß doch nur auf der Bank. Und jetzt war Leon nur auf dem Feld, weil er für Kimmich gespielt hat. Also. Glaube ich noch nicht. Auch bei Gnabry glaube ich das auch noch nicht. Warum? Weil, ja, wir müssen mal abwarten, wenn Musiala wieder da ist. So. Ne? Dann können wir das vielleicht mal einordnen oder bewerten, weil wo spielt ein Gnabry denn dann? Also rechte Seite nicht, definitiv nicht. Da gibt es nur einen, das ist Michael. Der Ersatz ist Lennart Kahl, den will man ranführen, bleibt also nur die linke Seite. Und da muss er sich dann mit dem Diaz rumschlagen. Weiß ich nicht. Also alles, was ich von Gnabry über außen gesehen habe die letzten Jahre, war not the yellow from the egg. Also vorne drin hast du Heavy und der Backup wird Jackson werden. Also weiß ich nicht, wo da dann der Platz für Gnabry sein wird. Aber ja, könnte sein, dass er einen neuen Vertrag kriegt, weil Bro vom Kimmich. So. Aber wenn, wird er auf jeden Fall, ähnlich wie Sané, auf ein paar Mille verzichten müssen. Und hoffentlich macht man dann nur so ein 2-Jahres-Ding und nicht irgendwie 4-5-Jahres-Ding raus. Naja, keine Ahnung. Dembele, wenn man den Charakter eines Spielers mit reinbenimmt, dann wird ein Dembele die Trophäe wahrscheinlich nicht gewinnen, oder? Aber vielleicht hat er sich ja auch geändert jetzt in Paris. Ich habe keine Ahnung, ich verfolge das nicht, ist mir auch wurscht. Der war schon in Dortmund eine Maschine, aber charakterlich ein absoluter Spacken, Alter. Mm, 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 mm. Die Wahl ist noch eine The Clone Show, ja. Solltest du ja mit deinem Namen gerade wissen als Ribéry. Dass das eine absolute Clone Show ist. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Gelder da wohin fließen, Alter. Ich glaube, dass Bishop unser bester Sechser sein wird in einem Jahr, wenn er die Chance bekommt. Ja, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch auf der Pose, ja. Deswegen war es ja so schön zu sehen, dass ein Kimmich draußen war. Ja, und das werden wir diese Saison öfter sehen. Eben auf dem Ding, dass wir keine Vorbereitung hatten. Und auch darauf gesehen, ich meine, der Kompanie ist ja auch nicht blind. Der sieht ja auch, dass ein Kimmich gerade keine gute Form hat. Ja. Und ich glaube, ein Bischof wird seine Chance kriegen. Und wenn er die dann nutzt, ja, wenn er dann den Pavlo macht, so wie Pavlo seine Chance unter Tuchel genutzt hatte, dann werden Stimmen kommen, so, weißt du? Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen von ihm, aber das, was ich gesehen habe, wenn du die Ballbehandlung siehst, das ist dann schon so eher das Gegenteil von Josh. Ne? Das ist geschmeidig, das ist so ein bisschen Michael-mäßig, das ist schnelle Drehung, alles, was Josh und Leon nicht haben. So, Josh und Leon hast du immer das Gefühl, so der Ball kommt, oh, da habe ich einen Ball, jetzt gucke ich erstmal, was mache ich mit dem Ball? Oh, da ist Raum, ich gehe mal 15 Meter. Dann gucke ich nochmal, was mache ich jetzt mit dem Ball? Habt ihr Leon gesehen in Hoffenheim? Alter, Katastrophe, ey. Katastrophe. Junge. Das Einzige, was der Leon kann, ist, wenn da mal da 30 Meter Raum sind, kann er den Ball mal nach vorne tragen. Ja, aber dann rennt er auf 2 Viererketten und dann steht er da. Was mache ich jetzt mit dem Ball? Also, Junge, so kreativ wie ein Stück Holz, ey. Wilde Nummer. Ja, wir müssen da ein bisschen Geduld haben. Die Frage ist, hat Bischof die Geduld? Die Frage ist, wird ein Kompanie, ein Kimmich dann auch mal irgendwie ernsthaft unter Druck setzen? Ansonsten wird es der nächste Fall Grafenberg werden. Der wird dann irgendwo hinwechseln und dann wird er sich durchsetzen und dann ärgert man sich. Ja. Aber das war beim Grafenberg abzusehen. Ne? Also. Und da hast du ja auch gesehen, der hat auch seine
sein Dreivierteljahr gebraucht bei Liverpool, bis er dann unumstritten war. Und jetzt liefert er da jedes Spiel ab, so, ne? Ja. Aber die Zeit hat man ihm halt beim FC Bayern nicht gegeben. Wie überraschend, oder? Wie überraschend. Da haben wir was, über was wir meckern können. Da haben wir was. Ach, ich bin da auch guter Dinge. Ich bin da guter Dinge, Ben Jackson. Und das Schöne ist ja, wenn er ein Bunazar wird, dann hast du ihn nur geliehen und dann hast du 13 Mille versenkt und gut ist. Also ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl. Aber man hat halt gesehen, der ist null eingebunden. Ja. Ich fand es auch gut, dass Minja ihn einmal komplett zusammengefaltet hat. So muss das halt auch laufen. Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Wie gesagt, das waren jetzt was? 3 Trainingseinheiten. Also. Ja, es ist die Situation, habe ich ja auch in meinem Video gesagt, ich glaube, die Situation ist für ihn gerade nicht so geil, weil ich so das Gefühl habe, Vinny möchte ihn gerne über die nächste Saison hinaus haben und deswegen lässt Vinny ihn jetzt schon spielen, obwohl es gar keinen Sinn macht. Ja. Also er kann gerade nicht wirklich Werbung für sich machen. So, aber da es diese komische Klausel gibt, das wissen wir ja, hat Uli uns ja allen präsentiert. Ja. Vielleicht lässt Kompany deswegen, drückt er ihn gerade in jedem Spiel durch oder was, keine Ahnung. Ich glaube, für ihn wäre es erstmal gut gewesen, trainier mal 2, 3 Wochen mit dieser Mannschaft, guck mal, wie unsere Abläufe sind, komm mal klar und so, und dann kannst du mal anfangen, in die Startelf vielleicht zu rutschen oder mal eine Halbzeit zu kommen oder so. Ja, wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Aber gut. Ja, Uli entscheidet eh alles, Leute. Da brauchen wir nicht wieder anfangen zu diskutieren, oder? Mm, 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 mm. Seid ihr alle pessimistisch? Der heißt Jackson. Versteht ihr? Der heißt Jackson, der kann nur liefern. Mann, Mann, Mann. Beat, rot-weiße Grüße aus Berlin. Ich wollte mal auf Maschine Heavy Kane eingehen. Er sollte die Binde bekommen und er ist für mich ein Kandidat für den Ballon d'Or. Wie siehst du das? Ja, Leute. Das habe ich schon gesagt, wo Heavy Kane verpflichtet wurde, dass er die Binde eigentlich zu bekommen hat. So, das habe ich die letzten Wochen auch schon wieder gesagt. Aber ich glaube, womit wir uns ja dann alle anfreuen, ist, dass Heavy Kane das auch ohne Binde regelt. Ja. Das hat man ja auch in Hoffenheim gesehen. War er ja auch der erste Ansprechpartner für den Schiedsrichter. Also alles ist gut. Das ist ja noch das Außergewöhnliche bei allem, was Heavy Kane eh schon ist. Ja. Also der ist Teamplayer, Stürmer, Knipser, Spielgestalter. Aber bei all dem, was er ist, also habe ich noch nicht irgendwo gesehen, dass der Mensch mal irgendwelche Starallüren hat oder irgendwie, keine Ahnung. Wenn man weiß nicht, wie er zu Hause ist, aber ich finde nichts Negatives an Heavy Kane als Spieler so. Ich wüsste nicht was. Ja. Vielleicht macht er irgendwann mal den Zidane und macht mal einen Kopfstoß oder so, weiß ich nicht. Aber dann ist Harry Kane ja der absolute Brüller. Weiß ich nicht. Es gibt nichts Negatives bei Harry Kane. Da kannst du suchen, wie du willst. Es gibt halt nichts. So. Und natürlich könnte es ohne zu zögern Harry Kane die Binde geben, Alter. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ich denke, er ist lang genug da. Er hat das Standing in dieser Mannschaft. Ohne Zweifel. Ja. Er ist der uns gerade trägt zum Start der Saison. Und das noch nicht mal durch seine Offensivaktion, sondern vor allen Dingen auch durch seine Defensivaktion. Ja, durch seine Aufgaben im defensiven Mittelfeld. Kaum zu glauben, dass man das mal sagt. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, dass er auch vorangeht. Ja. All das, was so ein Josh nicht hat. Führungstechnisch jetzt. Ja. Aber gut. Unsere Struktur ist, solange Manu da ist Manu Kapitän. Das ist, ich hätte jetzt gesagt, ähnlich eingemeißelt, wie das Josh immer in der Startelf steht, aber er stand ja nicht in der Startelf. Es ist also Besserung in Sicht.
Und Ballon der Uhr, keine Ahnung, das können wir Ballon der Uhr, ja, der Uhr, können wir ja nicht am 4. Spieltag besprechen. Aber wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, der Titel hat nichts mit sportlichen Leistungen zu tun im Großen und Ganzen. Da geht es um ganz andere Sachen. Haben die letzten Jahre gezeigt. Ich finde, momentan gibt es gar nichts zu meckern. Jo. Vini ist für mich einer der sympathischen Trainer seit ganz langer Zeit. Da gehe ich mit. Wir sind merkbar ein richtiges Team und jedes Spiel macht richtig Spaß zu schauen. Freue mich auf die Saison und glaube, es ist viel drin. Ja. Also ich habe auch einen klaren, habe ich ja auch schon gesagt, ich habe einen klaren Schritt nach vorne gesehen in dieser Mannschaft. Ja. Und da bin ich bei Anbu, da denke ich, da hat uns die Club-WM gut getan, dass wir da einfach mal 4 Wochen zusammen waren. Auch wenn Vinny das in der PK anders geäußert hat. Ja, er hat sich ja da wieder hingesetzt und hat davon erzählt, so ja, der Gegner muss sich das verdienen, wenn wir mal ein bisschen tiefer stehen und nicht anlaufen wie die Bekloppten und nur am Pressen sind. Dass das anders ist, denke ich, hat man bisher in den Spielen gesehen. Ja, wir haben immer wieder Phasen drin, auch gegen Hoffenheim. Ja, wo wir uns einfach ein Stück zurückziehen und nicht dieses super wilde Pressing machen. Ja, da macht man so ein bisschen Alibi-Pressing vorne mit 1, 2 Leuten und das ist völlig wichtig und richtig. Ja. Sie müssen es jetzt nur noch hinkriegen, wir haben immer noch das Problem, was Harry Kane gerade kaschiert, dass der Sechserraum super selten besetzt ist. Ja. Also da ist, aber anscheinend ist es auch irgendwie taktisches Konzept, weil das war jetzt mit Goretzka und Pavlo auf dem Platz auch nicht anders. Muss man auch mal sagen. Ja, zumindest teilweise. Teilweise war es ein bisschen besser, wie mit König Josh auf dem Feld. Aber das ist noch unsere Baustelle, denke ich. So, wenn man das vielleicht noch erkennt, aber ich meine, man hat ein paar Linien ja nicht umsonst abgegeben. Ja, weil man diesen Spielstil einfach nicht möchte und wahrscheinlich ist das einfach Winnies Weg. So, dass wir da mit 2 Achtern spielen, die super hoch pressen auch und dann wir das in Kauf nehmen, dass in diesem Raum keiner ist. Das wird die Saison zeigen. Ja. Und solange das so ist, wird es halt schwer für ganz, ganz große Aufgaben. Aber mal abwarten. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Weiterentwicklung. Ich denke, wir haben uns weiterentwickelt, was das angeht. So ein bisschen nicht nur mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn man das nach außen kommuniziert, sondern auch, dass man mal im Spiel sagt, komm, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde ruhig. Und das ist halt wichtig und richtig. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass wir nur 2 Wochen Vorbereitung hatten, dass das so ein bisschen dann der Ansatz ist. Aber dann ist es ein Vorteil für uns. Leon war nicht zugegen. Nee, erste Halbzeit war Leon nicht zugegen. Ich habe ihn 2 Aktionen wahrgenommen, die waren beide eine Katastrophe, sonst habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Erst in der zweiten Halbzeit, die Viertelstunde, da war er ein bisschen besser im Spiel. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es letzte Saison schon gesagt, da bleibe ich auch bei. Leon passt von seiner Art einfach nicht in diese Mannschaft. Sorry. Also nicht in dieses Spielsystem. Ja, als klarer Sechser habe ich auch gesagt, würde ich ihn gerne mal sehen. Ja, aber auf dieses Achtergeschisse da, auf irgendwelchen Halbpositionen, ey, da fühle ich einen Leon gar nicht. Aber ja, ist halt so. Ja, den kannst du auch 180 Minuten geben, der Leon. Es kommt immer auf seiner Posi an, die er spielt. Wie gesagt, wenn er tief steht, wenn er den klaren Sechser gibt, ja, was ja manchmal im Spiel so ist, wir sind da ja sehr variabel, mal spielen wir auf einer Höhe, mal spielt einer weiter hinten. Wenn er weiter hinten spielt, was gegen Hoffenheim halt nicht der Fall war, in der ersten Halbzeit, dann siehst du einen Leon. Dann hat er Einfluss, dann ist er okay. Wenn er aber auf diesen Halbräumen spielt, auf so einer halb rechten, halb linken Seite, kommt er nicht klar, der Mann. Ja, das ist. Tomeo, servus. Ich bin alt. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich hoffe, dass Ito mal bei uns ankommt und dass Davies und Musiala langsam aufgebaut werden, dass da nichts nachkommt. Leute. Also, da könnten wir uns beim Tuchel Sorgen machen. Unterm Tuchel, ja, dein Anbu, Tuchel-Jünger. Ich glaube, unter Kompany musst du dir keine Sorgen machen. Also Kompany war selber Spieler, hat selber schwere Verletzungen auch gehabt, wenn ich da richtig im Kopf habe. Da wird nichts mit Druck kommen. Und schon gar nicht mit der FC Bayern bei Musiala oder Davis, was ja neben Michael und Tabby so die größten Kapitalanlagen sind, irgendwie, wenn wir es darauf runterbrechen.
Wird der kein Risiko eingehen. Warum auch? Läuft doch gerade. Wo vermisst du gerade Musiala? Sorry, ja, so. Und da sind wir ja schön bei dem Take, den ich immer bringe, kein Spieler ist größer wie dieser Verein und das siehst du gerade. Ja. So, wer vermisst gerade Musiala? Was haben wir? 4 Spiele, 17 Saisontore oder was? Oder 18? Ja, wow. Punkt. Davis dasselbe. Guck dir Conny Leiber an auf links, Alter. Maschine. Ja. Vermisst denn Davis, der 20 Millionen im Jahr verdient? Ich nicht. Ito stimme ich dir zu. Ito bin ich auch gespannt. Vor allen Dingen, weil er halt beides spielen kann, ne? Innenverteidiger und linker Verteidiger. Ich denke, der kann uns viel geben. Zumindest, wenn er wieder diese Form findet, die er in Stuttgart hatte. Ja. Nee, bisher die Saison ist Pavlo auch nicht so, ne? Ich würde das Mittelfeld Josh und Tom feiern, da Pavlovic mich nicht überzeugt, genauso wie Leon. Ja, Pavlovic war bisher noch nicht überzeugend, da gehe ich mit. Fairerweise, ja, war er natürlich auch verletzt und raus und Kompanie gibt ihm gerade die Zeit. Das finde ich, ist halt schwierig so, ja, weil es ist schwierig, weil wir gerade 2 junge Spieler da haben. Wir haben Pavlo und Bischof da. Also ich finde es gut, dass Kompanie gerade am Pavlo festhält und ihm auch vor Leon gesetzt hat. Aber wenn wir jetzt 3 Spiele ins Land gehen lassen, dann muss man halt auch mal sagen, wie ihr es schreibt, dann wird es vielleicht auch mal Zeit, wenn Pavlo nicht überzeugt, mal einen Bischof dahinzustellen, ja? Und den sich halt auch mal zeigen zu lassen. So. Ich finde auch nicht, dass Pavlo so besonders ist, dass er eine Stammkraft sein muss. Er ist etwas in der Entwicklung stehen geblieben, vielleicht auch durch die Ausfälle. Ich hoffe, er steigert sich noch. Ansonsten für mich nur ein Kaderspieler in der Zukunft, auch wenn die Meinung wahrscheinlich etwas unpopulär ist. Nee, die Meinung ist nicht unpopulär, aber ich würde das jetzt noch nicht nach 4 Spieltagen beurteilen. Ja, erst recht nicht, weil er in der Vorbereitung auch nochmal verletzt war. Also ich denke, Pavlo hat letzte Saison gezeigt, fairerweise auch nur am Start, ja. Da war es überragend mit Kimmich zusammen. Ja, das musst du ganz klar sagen. Was er kann, er ist ein junger Spieler. Also über was reden wir? Ja, wir fordern immer so, lass uns junge Spieler einbauen, junge Spieler, junge Spieler, junge Spieler. Wir wissen aber auch alle, was das bedeutet, wenn du junge Spieler hast. Ja, junge Spieler, wie du schreibst, haben halt einfach mal Leistungsschwankungen, weil sie noch nicht 5, 6, 7 Jahre auf dem Buckel haben und wissen, was, wie, wo. Ja, und dann hat Pavlo immer seine Problemchen mit, was weiß ich, gefühlt 3 Wochen ist er 3 Wochen verletzt. Ja, alles nicht so einfach. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich finde es okay, dass ein Kompanie da gerade an ihn festhält. Ja, aber irgendwann wird es an der Zeit sein, dann auch einem Bischof die Chance zu geben, ne? Da gehe ich mit. Und bisher war Pavlo nicht gut. Ja, das war Durchschnitt, das war okay. Er hat halt viel von seiner wie soll man es nennen, Lockerheit, viel von seinem Besonderen eingebüßt, ne? Er macht viel den Querpass und Rückpass Toni à la Kimmich, ja? Und viel auch, dass er auch anfängt, den Ball anzunehmen, zu glotzen: „Was mache ich mit dem Ball?“ Erinnert euch mal an Pavlo zurück am Anfang. Ja, Ball angenommen, Drehung, weitergespielt. Ja. Ja, gegen Hamburg hat man davon ein bisschen was gesehen. War das Hamburg, was das Tor gemacht hat? Da war es ein bisschen besser in der Offensive, aber ansonsten sehr viel Querpass Toni, ne? Sehr viel von Kimmich abgeguckt leider. Ja. Vielleicht liegt's aber auch, weil er noch nicht 100% fit ist oder was. Wird man sehen. Das wird man sehen. Bin gespannt, wie die Entwicklung geht, ja. Aber ja, auf dem Level, wo er jetzt gerade ist, gehe ich mit. Also, das ist auf jeden Fall steigerungswürdig und das ist ja auch, was ich sagte, deswegen, also 'n Bischof wird seine Chance kriegen, es sei denn, der Pavlo steigert sich, ja. Bin ich mir schon sicher, dass wir den sehen werden. Ballon d'Or, genau. Wieso werden meine neuen Follower nicht eingeblendet? Das weiß ich nicht.
Weil irgendwas buggy ist wahrscheinlich. Werde ich jetzt aber auch nicht im Stream nachgucken, aber danke für den Hinweis, gucke ich nach dem Streamer. Aber danke für die Follows auf jeden Fall. Von Deomir und PS4 Michael. Servus. Kid Rocker war vor 4 Tagen. Der ist bestimmt nicht hier. Aber wenn doch, auch dir danke für euren Follow. Ja klar, aber Pavlo überzeugt mich schon länger nicht mehr. Hat halt bei den Fans den Jugendspielerbonus. Würde gerne mal die Comedy Bischof Josh starten sehen. Ja, weiß ich nicht, ob er die Jugendspielerbonus hat. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich sehe das ja ähnlich. Ja, also Pavlo war schon besser, wie er jetzt gerade ist. Aber ich denke, das ist halt einfach auch normal in seinem Alter und in der Entwicklungsphase. Guckt euch einen Musiala an. 1:1 dasselbe. Ja, nur, dass der halt, keine Ahnung, das 20-fache verdient wie Pavlo. So. Musiala war auch nicht gut letzte Saison. Und Pavlo auch nicht. Zum Start war er stark, ja. Dann immer wieder diese Verletzungen, haben ihn zurückgeworfen und so weiter. Und Leute, er hat die ganze Zeit mit Maske gespielt. Also. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Geilste, oder? Da gehst du vielleicht auch nicht das letzte Vertrauen oder was. Also immer mal abwarten. Also ich gehe mit, aktuell. Ich habe es ja in meiner Benotung gesehen. Ich glaube, da war noch nichts besser wie eine 3 bei Pavlo. Das ist Durchschnitt, ja, das wird auf Dauer nicht reichen beim FC Bayern im Zentrum. Da gehe ich auch mit. Ja. Und ich gehe auch mit, dass ich da auch gerne mal den Bischof sehen würde. Ja. Das kann ich unterschreiben. Bischof Josh, ja, weiß ich nicht. Wir könnten ja mal was ganz Abgedrehtes machen und könnten uns mal Bischof Pavlo angucken. Aber das ist wahrscheinlich eine Konstellation, die kriegen wir nur geboten, wenn der König mal gelb gesperrt ist. ansonsten werden wir diese Kombo wahrscheinlich nicht sehen. Meiner Meinung nach hat Pavlo einen Knick bekommen, als er anfing mit der Nationalmannschaftsberufung und seiner ewigen Mandelentzündung. Ja, das ist ja klar, dass das wie gesagt, das war ja die Phase. 4 Wochen da, 3 Wochen verletzt, 4 Wochen da, 3 Wochen verletzt. Ist halt dann nicht so einfach für 'n jungen Spieler auch, ne? Uli hatte 'ne Vision auf'm Scheißhaus. Im modernen Fußball wird nur Viererkette ohne Sechser gespielt. Und dann hat er gemerkt, dass Herr Tuchel ihm das Papier geklaut hat. Ja. Beim Uli gibt's nur Viererkette. Warte noch auf Obich-Einsätze. Ja, ich denke, Manuel Neuer hat auf jeden Fall Argumente geliefert für Obich-Einsätze, aber wenn ich die Worte interpretiere von Vinny, was immer sehr schwierig ist, weil der sich immer hinsetzt auf der PKs und irgendwie so erzählt und dann doch anders handelt. Aber hat es sich nicht so angehört, als würde Manuel Neuer Spiele abgeben, wenn er fit ist. Was sehr schade wäre, ja. Josh braucht eine Pause. Josh braucht einfach mal eine klare Ansage vom Trainer. Und eine Pause, ja, da gehe ich auch mit. Vor ein paar Tagen Frankfurt gegen Gala teilweise gesehen und da wurde mir erst wieder bewusst, was für eine phänomenal gute Transferperiode das von uns war und dass man endlich die FCB-Spiele wieder genießen kann, ohne sich aufzuregen. Ja, ich überlege auch gerade mal diese Saison. Ich habe mich jetzt gegen Hoffenheim habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber ansonsten habe ich mich noch gar nicht aufgeregt diese Saison. Jetzt gegen Hoffenheim schon, erste Halbzeit, gerade über Goretzka, das war Katastrophe. Aber ansonsten ja, über Josh, aber das ist ja schon kein das ist kein Aufregen mehr. Also, das ist halt hinnehmen als Bayern-Fan. Ja, Bischof Leimer wäre natürlich absolute Meise, ne? Wäre wahrscheinlich aktuell gut, wir müssten Bischof halt mal sehen, wirklich.
Aber Conny Leimer in der Mitte auf der 8 wäre eine absolute Maschine. Absolut. Ja. Aber das wird es ja nicht geben. Der ist ja jetzt rechter Verteidiger. Ja. Also das ist echt ein Punkt, den ich immer noch nicht gerafft habe, ne? Und der Tuchel ist schuld. Der Tuchel ist schuld. Der Tuchel hat einen Conny als rechten Verteidiger aufgestellt, dann kam der Wiener gesagt, ja, der Conny ist doch rechter Verteidiger. Ne? Ja, Conny ist rechter Verteidiger. Und das zu einer Zeit, wo du 2 rechte Verteidiger hattest. Wild, ne? Und jetzt wird er ja auch noch defensiv besser, muss man ja auch mal sagen. Also die Saison war es bisher wirklich, wirklich besser. Wenn auch noch nicht perfekt, aber schon mal eine Ecke besser. Leimer wurde getuchelt, ja. Der Grund fürs Aufregen war halt meistens der gleiche. Jetzt hat zum Glück ein anderer Verein das Problem. Keine Ahnung, was für ein Problem du meinst. Meinst du Liboy wegen Galla oder was? Wen interessiert denn Liboy noch? Bitte dich. Bitte dich. Das Thema brauchen wir hier gar nicht anfangen. Schau mal die Pressekonferenz von Winnie gar nicht mehr an. Da ist alles gut und nett, aber einfach so nichts sagen und langweilig. Ist ein bisschen besser geworden, muss ich sagen. Ja, letzte Saison stimme ich dir zu. Nach Tuchels PKs eine Vollkatastrophe. Ja. Absolute Vollkatastrophe. Wenn du von den PKs von Tuchel zu Winnie wechselst, Junge, da geht so viel Entertainment-Faktor weg, das ist eine Katastrophe. Ja. Aber bisher diese Saison war es echt, war's besser. Ja. War es wirklich besser. Also er lässt ein paar Sachen raus zu dem einen oder anderen Spieler. Blockt nicht mehr alles so ab. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da auch eine Ansage gekriegt, dass er ein bisschen was sagen muss oder so. Ja, zu manchen Themen ist natürlich immer noch so. Ja, was aber auch okay ist. Und ja, im Vergleich zu Tuchel PKs, brauchen wir nicht drüber reden, da ist jede Winnie PK langweilig, Alter. Wir könnten ja vielleicht mal anfragen, ob der Tuchel Zeit hat, so einmal die Woche eine PK bei uns zu geben. Wir können den Tuchel ja, wenn der E-Ball hinwirft, können wir den Tuchel ja als Sportvorstand holen. Kann er doch einen Sportvorstand machen, dann kann er trotzdem noch Nationaltrainer sein. Dann hätten wir wieder Entertainment-Faktor. Oder wir holen ihn als Berater, wie die Dortmund mit dem Sommer. Wir holen uns den Tuchel als Berater. Kommt bestimmt richtig gut an beim Uli. Wilde Nummer, ey. Nee, also wie gesagt, es ist nicht mehr so nichts sagen, wie es letzte Saison war. Ist ein bisschen besser. Dann gebe ich meine Mitgliedschaft zurück. Was? Seid ihr denn für Mitglieder? Winnie hat da den Vorteil, dass Eber oder Freund halt noch dabei sitzen und Fragen beantworten. Gibt mir einfach keinen Mehrwert. Ja, das muss ja auch jeder für sich wissen, Ambo. Das muss jeder für sich wissen. Ich kann dir nur sagen, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Aber muss man sich ja auch nicht geben. Ne? Also ich glaube, so viele Leute interessieren die PKs eh nicht. Sei denn, es ist mal irgendwas, es brennt mal wieder irgendwas, wie es bei uns nun mal ist. Bei uns ist ja immer irgendwas. Wenn der Uli die Fresse hält, dann kommt der Rummeniger aus der Ecke, weil er Geburtstag hat und so eine Scherze. Und erzählt dann den gleichen Stuss. Ja, deswegen ist es immer was los bei uns. Immer. Und wenn es dann sonst nur wieder Didi ist oder Loda oder Mario oder wie sie alle heißen.
Na, aber dann hättest du wenigstens mal einen, der mal Klartext redet. Aber wie gesagt, da müssten wir es geht jetzt nicht um Tuchel, aber wir müssten halt einfach mal, einen von außerhalb haben in unserem Verein, aber das passiert ja nicht. Das ist ja alles, Ulis heile Welt. Die 1,5 Jahre Tuchel haben mich gebrochen, will nie wieder bei uns sehen. Also, fußballerisch haben die mich auch gebrochen. Ja, das hat absolut nichts mit FC Bayern zu tun gehabt, was 'n Tuchel fußballerisch aufm Feld gebracht hat. Ähm, PK-mäßig, entertainmentmäßig ja, Van Gaal war auch sehr entertainmentmäßig, Trapattoni auch, aber Tuchel hat das noch mal auf 'n anderes Level gehoben bei seinen PKs. Äh. Ja, Anmu, das ist ja so geht's uns ja allen, ne? So geht's uns ja allen mit den scheiß, Kosten, die der Sohn aufruft. Und wenn die nicht die Champions League zeigen würden, würde es mich auch gar nicht so poppen. So, das ist ja der Knackpunkt. So, aber dann kannst du auch andersrum sagen: „Weiß ich nicht, was zahlst du denn?" Fragen wir doch erst mal so. Also, ich finde das grade okay, was ich zahle. Ich zahle 34,99, habe aber Champions League und die Bundesliga halt. Wenn ich jetzt auf Sky hat Sky überhaupt noch Champions League? Ne, ne? So. Sky zahle ich zum Glück nicht, gucke ich, über Eddies mit. Aber ich glaube, Sky geht da noch härter rein, oder? Und die haben keine Champions League mehr, Alter. Da guckst du halt nur Bundesliga. Aber klar, wenn du beides zusammen hast, bist du bei über 100 €, ne? Und das ist natürlich schon, 'ne Katastrophe, ja. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Also, das ist halt einfach Melken von uns Fans, so. Ja, ist so. 35 € für 3 Spiele ist einfach frech. Warum für 3 Spiele? Finde es gut. Meinst du, er hat 'n Taktikfuchs geguckt? Ich habe mich gewundert. Aber dann hätte er ja den Bischof aufgestellt. Der Vinny guckt gar nichts, Alter. Hat er gar keine Zeit für. Und ich bin doch viel zu 'ne irrelevante Nummer, Alter. Wenn ich 1.500.000 Abonnenten hätte und, Aufrufe, die in diese Richtung gehen, dann könnte man vielleicht sagen, das kriegt irgendjemand mal irgendwo beim FC Bayern mit. Aber doch nicht 'n Kanal mit 8.000 Abonnenten und Aufrufen von 3.000, 4.000, Leute. Das interessiert keine Sau. Das interessiert euch, das interessiert, mich 'n Stück weit, aber es interessiert keinen beim FC Bayern. Hm, 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 hm. Gehe einfach von 4 Champions League Spielen im Monat aus und davon eins bei Amazon. Ja gut, wenn du's so rechnest, dann bist du beim Zehner pro Spiel. Also, so ist es. Aber du musst ja dann auch noch die Freitagsspiele ich weiß haben die Sonntagsspiele auch noch? Ja, ne? Der musst du ja auch noch beirechnen oder hat Sky die ich blicke da nicht mehr durch. Frage mich nicht, Alter. Frage mich nicht. Ich blicke da nicht durch, wo was läuft. Ich habe es grade gesagt, zusammen wirst du über 100 € liegen und das ist natürlich 'ne Katastrophe. Und ja, das haben wir auch schon oft genug besprochen. Ich würde auch lieber sagen: „Hier, lieber FC Bayern, kriegst noch mal, 'n Fuffi oder 60 € im Monat. Dafür kann ich alle Bayern-Spiele über Bayern TV gucken, dann würde mich der Rest auch nicht interessieren." So. Und ich denke, so wird's vielen gehen, ne? Aber so ist es halt. Entweder machst du die Scheiße mit oder halt nicht, ne? Das ist das Problem. Oder du musst halt irgendwas Illegales machen, ne? Das sind die Alternativen. Aber dass die Preise nicht ganz richtig sind, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, Alter. Ja? Aber du musst halt auf der anderen, Seite sehen, ja, die Bundesliga kriegt 1 Milliarde. Für was waren's? Für 4 Jahre. So, die müssen die Sender natürlich auch wieder einspielen, wa? Und natürlich noch mehr, weil die wollen natürlich auch kein Minusgeschäft fahren, so.
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde es auch absolut frech, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Als Neukunde zahlt man 60 € im Monat, okay? Der Sohn hat nur noch die Ne, die haben auch die Sonntagsspiele. Das weiß ich auf jeden Fall, weil wir das Thema hatten am Sonntag. Also der Sohn hat die Sonntagsspiele auf jeden Fall. Ob alle Sonntagsspiele? Komm, ich google das mal. Fernsehrechte Verteilung Fußball Bundesliga und Champions Lugage. Sky sichert sich die Live-Rechte aller Einzelspiele am Freitag und Samstag. Also Freitag und Samstag bei Sky. Heißt, diesen Freitag, wir spielen Freitag auf Sky. Alle Spiele der zweiten Bundesliga. Tipptopp. Der Sohn überträgt die Samstagskonferenz und alle Einzelspiele am Sonntag. Also, alle Sonntagsspiele der Sohn. Auch da wird der FC Bayern mal bei sein. Bla, RTL interessiert mich nicht. Ja, und Champions League ist ja alles der Sohn und ein Spiel immer bei Amazon, ne? Warte, gucke ich auch noch. Fußball. Boah, mach mal richtig hell, ey. Der Sohn, Amazon Prime und ZDF. Na gut, hier steht die Auflistung nicht genau. Guck mal, sind wir doch schon mal schlauer, was der Sohn angeht. Ja, keine Ahnung. Ist ja so ein Spiel immer bei Amazon, der Rest bei der Sohn. Ne? So. Und wenn man ehrlich, es kommt natürlich darauf an, wie weit man sich für Fußball interessiert und wie viel Zeit man hat. Aber wenn ich dann jetzt von meinem Preis ausgehe, von 34,99 und ich kann sämtliche Champions League-Spiele gucken, wo ja wirklich viele geile dabei sind mittlerweile mit dem neuen Modus, ist der Preis okay, würde ich sagen. 60 € ist natürlich maßlos krank, ja. Da gehe ich mit. Ja, Ambo, da bin ich ja bei dir. Da bin ich 100% bei dir mit. Ich zahle auch 100 dann, aber am Bayern, da geht es wenigstens an meinen Verein. Ja. Ich gehe da 100% mit. Ja. Wegen mir, let's go. Nunmehr in Österreich überträgt Sky die Champions League, okay. Also ich hätte auch kein Problem mit. Ich würde mich da auch wohler mit fühlen, wenn ich die 100 € meinen Verein in den Arsch schiebe, als irgendwelchen verfickten Unternehmen, Alter. Da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, ne? Und ich denke, so wird es ja wahrscheinlich jeden gehen, der wirklich Fan ist von seinem Verein. Ja. Ist ja so. Ja, der Uli wollte das doch schon, aber Telekom halt nicht. Weil das halt, du hast ja keine, wir haben ja keine Selbstvermarktung. So. Ich bin auch nicht im Thema, wie das rechtlich überhaupt machbar wäre. Ob man einfach, der FC Bayern einfach sagen könnte, ich vermarkte mich jetzt selber, ich nehme mich raus aus den TV-Rechten. Das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Ja, weil da wahrscheinlich irgendwelche Verträge mit DFL, was weiß ich, für ein Bums sind, damit überhaupt, was weiß ich. Auf der anderen Seite, wenn der FC Bayern das Knaller durchziehen würde, würde die DFL natürlich einknicken. Ja, wir hatten die Diskussion ja schon mal vor ein paar Jahren. Da war das ja heißes Thema. Und dann damit gedroht hat, dass man in der Serie A spielen wird. Also, weil, machen wir uns nichts vor, bricht der FC Bayern weg, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dann kannst du 2/3 der Bundesliga-Einnahmen kannst du rausnehmen, Alter. Wen interessiert dann die Bundesliga noch? Ist halt so.
Memo an Uli, ja. Schick mal Memo. Die Abos darfst du halt nur holen, wenn ein Angebot da ist. Ist halt doof, wenn man zwischendurch dann immer mal die Spiele nicht sieht. Ja, also wie gesagt, die Kosten sind wirklich wild mittlerweile. Ich zahle 35 im Moment, ja. Ich habe Jahresabo und zahle 34,99. Mein Tipp ist 6:0 gegen Bremen. Naja, bei The Zone ist ja das Problem, oder das ist ja das Problem, was ich damals hatte. Ich war ja auch damals bei The Zone, wo es noch, womit haben die angefangen? Mit einem Fünfer, glaube ich, ne? So, und dann haben die das ja irgendwann dann einfach komplett verdoppelt gehabt. Und das, obwohl du einen laufenden Vertrag hattest. Das war dann nicht zum Ende der Laufzeit, sondern bam, ja, kostet jetzt das Doppelte. Haben wir schon abgebucht bei Ihnen. So haben die hantiert. Also, Katastrophe. Und deswegen, bei The Zone würde ich nie sicher sein, dass das so bleibt, wie es ist. Also, absolute Vollkatastrophe. Irgendwie müssen wir den Voldemort-Transfer ja bezahlen. Hm? Ja, ja, ich weiß mit der Sammelklage. Alles ist gut. Ich habe das schon gekriegt von der Mara. Habe ich damals sogar ein Video zu gemacht auf meinem Gaming-Kanal zu The Zone. Wo die das einfach gemacht haben, die Wichser. Habe ich auch direkt gekündigt. Also das war ein Verhalten, und natürlich kann das nicht rechtens sein, zumindest nicht in Deutschland. Katastrophe halt. Für den zweiten Stream bitte so 20 Euro. No. Naja. Die sind ja auch nicht doof. So. Überleg dir, die machen da einen Zehner hin. Servus Olli erstmal. Die machen da einen Zehner hin, dann wissen die auch, dass sich zwei zusammentun, den Bums durch zwei teilen und gut ist. Aber ja, generell dieses Ein-Stream-Gedöns, wenn du das mit Sky vergleichst, ist das absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Ja, bei Sky hast du, also wir haben eine normale Sky-Karte, dann haben wir die Partnerkarte. Ich weiß gar nicht, was die mehr kostet, auch irgendwie so um den Dreh. Das heißt, du hast 2 Receiver und dann hast du noch Sky Go, wo 3 Leute glotzen können, glaube ich. Gleichzeitig, 3 Geräte oder sowas. Wo die das auch schon runtergeschraubt hatten. Ich glaube, am Anfang war das sogar ohne Limit. Ja, aber die hängen da noch ein bisschen hinterher. Ich denke mal, jetzt hat der RTL übernommen, da wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, nur noch ein Sky Go Stream oder so ein Scheiß. Ja. Ist halt. Aber ich meine, guckt es euch an. Streamen läuft. Wenn du alles sehen willst, das ist wie damals. Ja, dann kannst du, wo willst du anfangen? Kannst du Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Paramount, Discovery und was weiß ich, Alter. Kannst du auch 200 Euro im Monat zahlen. So, wenn du alle Serien sehen willst, wenn du irgendwie so ein Freak bist oder was ich zum Glück nicht bin, ne? Ja, Katastrophe halt. Zieh nicht aus. Ja, na klar. Na klar nutzen die das aus, aber du bist ja gefangen. So, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, wenn du wirklich Fußballfan bist? Das ist so deine Leidenschaft. So, was machst du denn dann? So, wenn es irgendwas Geiles gibt, was illegal wäre im Internet, sagst du, ja, alles gut, drauf geschissen, gucke ich im Internet. So, gibt's aber nicht. Also, was machst du? Ja, von deinem bisschen Geld, was du hast, zahlst du die scheiß Abokosten. Ja. Oder fährst zu jedem Spiel zu irgendeinem Kollegen, wo du es glotzen kannst. Ja.
Grandios. Hör mir auf mit Amazon, die Drecksäcke, Alter. Ich habe Amazon Prime und habe dann, wo die diese scheiß Werbescheiße eingeführt haben, weil ich da ja ab und wann Filme und Serien gucke abends, habe ich das abgeschlossen. Das sind 3 Euro oder so im Monat. Ja, jetzt habe ich Bosch geguckt. Über die letzten paar Monate gucke ich immer abends so ein, zwei Folgen noch, bevor ich penne. Ist so eine Kriminalserie, ja. Wer es kennt, kennt's. Wenn nicht, ist ja wurscht. Auf jeden Fall 7 Staffeln durchgeballert. So, jetzt gibt's Bosch Legacy. Das sind quasi die letzten 3 Staffeln, die danach folgen. Die kann ich nur mit Werbung schauen. Obwohl ich 3 Euro extra zahle, damit ich keine Werbung in Prime angeboten habe. Aber weil das von früher von Amazon Freevee ist das, obwohl es auf Prime ist, trotzdem mit Werbung. Katastrophe, gucke ich nicht. Ich was mit Werbung gucke, schlage ich den Fernseher ein, Alter. Laufe ich amok. Ich hasse das. Ich kann das nicht gucken. 3 Werbeunterbrechungen in 40 Minuten und so eine Scheiße. Nee. Vergiss es. Also genauso eine Frechheit. Kann ich auch wieder kündigen, den Bums. 3 Euro kann ich mir schenken. Also Katastrophe. Lächerlich halt. Das ist dreist. Das ist schon so der Sohn dreist. Ohne Witz. Ja, klar, keiner deswegen ist so das Schöne bei Amazon, das muss man ja mal lobend sagen. Also Amazon hätte ja locker, also habe ich auch mit gerechnet gehabt, wo es hieß, Amazon übernimmt Champions League-Rechte, habe ich locker gedacht, die nehmen pro Spiel irgendwie einen Zehner oder so. Hat mich voll überrascht, dass die gesagt haben, ja, ist in Prime enthalten. Also das fand ich schon wild. Weil gerade die Fußballfans kannst du doch melken. Ne? Also einen Fünfer hätten die locker nehmen können, machen wir uns nichts vor. Wenn da Bayern spielt, die hätten gesagt, jo, könnt ihr buchen für einen Fünfer. Heute hätte jeder von uns gemacht, Alter. Ja, ich gucke ja eh kein Fernsehen mehr. Ich habe mir wieder angewöhnt, so abends halt, wenn ich irgendeine Serie habe, gucke ich da halt so 1, 2 Folgen noch. Aber wie gesagt, wenn ich dann Werbung gucken muss, dann laufe ich amok. Ist nicht meine Welt. Deswegen habe ich auch YouTube Premium, Alter. Da könnte ich auch durchdrehen. YouTube ist ja noch schlimmer. Katastrophe. Gibt doch einige Internetportale vom Ausland, die kein illegales Peer-to-Peer-Angebot bereitstellen. Wenn du irgendwas übers Ausland schaust und nicht in diesem Land lebst, was Champions League, Bundesliga anbelangt, ist das illegal. Kannst du natürlich tun. Wo kein Kläger, da kein Richter oder wie heißt der Bums? Aber legal ist es auf jeden Fall nicht. Ja, aber bei YouTube machst du einen Werbeblocker drauf und alles ist fein, Alter. So ein Ding halt, ne? So. Kann ich halt bei Amazon nicht machen. Wenn das gehen würde, ja. Wenn du so mal aus der Stars guckst, ist die Werbung egal. Ne, da wäre die Werbung sogar gut, weil dann könnte ich weggehen. So mal aus der Stars. Olli, wer guckt denn so einen Mist, ey? Ja, ja, das gab's ja schon immer. Ich habe mich da früher auch ein bisschen ausgekannt zu D-Box-Zeiten, D-Box 2-Zeiten. Ausgekannt, weil Recherche im Internet. Mehr sage ich dazu nicht. Alles Mafia, ist so. Ist so. Der Fußball wird gemolken, Alter. Ist halt echt so. Ja, na klar. Na sicher. Ja. Hast du bei mir gesehen? Ich habe mich damals tierisch aufgeregt über The Zone, habe das gekündigt, habe dann auch irgendwelche natürlich sehr legalen Streams im Internet geschaut. Und dann waren die auf einmal alle weg. Ja. Dann hieß es, entweder guckst du gar nichts oder du zahlst den Bums. Ja, könnt ihr euch ja überlegen, was ich gemacht habe. Aber ich habe mir auch so, ich weiß gar nicht, so 3 Monate habe ich hier. Das war sogar cool. Da waren halt Englische dabei. Die gehen ja ganz viel besser ab als Reporter.
Das war echt gut, aber auf einmal war alles weg. Bin ich aber auch nicht tief genug in der Szene. Gibt bestimmt noch irgendwo so irgendwelche Seiten, wo du das gucken kannst, aber bin ich nicht mehr drin in der Szene. Ja. Ich habe Prime sogar ab und zu für Bayern gebucht und direkt danach wieder abbestellt. Ja, ist doch völlig fein. Hat nur ein paar Cent gekostet, echt kulant von den Vögeln, was mir aber auch zeigt, dass Amazon einfach viel zu viel verdient. Denen ist das egal. Ja, da brauchst du ja gar nicht drüber nachdenken. Amazon ist das auch wirklich egal. Naja, aber das Angebot ist ja noch fair auf Amazon. So. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das fairste Angebot, wenn wir über Streams reden oder wenn du über Fußball, wie gesagt, die Champions League kostet keinen Cent mehr, die Spiele. Also wo hast du das sonst? Ja, woanders bist du gemolken dafür. Also. Und ich habe damals Amazon Prime gemacht, damit ich keine Versandkosten zahle. So, deswegen habe ich Amazon Prime gemacht und dann auf einmal kann ich Musik hören, ich kann Serien gucken, ich kann Filme glotzen, ich kann Champions League glotzen, so, ja. Klar, das ist über die Jahre irgendwie von 50 jetzt auf was? Weiß ich nicht, auf 70 oder 80 hochgegangen im Jahr. Ja, aber das zahlst du woanders, haben wir ja gerade gesagt, kommst du ja nicht mehr 10, was ich da im Jahr zahle für einen Monat Fußball gucken, also. Nee, das ist schon okay. Ja, Blondie, geht mir genauso. Ich gucke auch seit Jahren kein Fernsehen, außer Fußball halt. Den Browser Brave kannst du ohne Werbung YouTube schauen. Du kannst mit jedem Browser auf YouTube ohne Werbung schauen. Du musst halt einfach nur Adblock installieren. Am besten noch NoScript. Ja, kannst du mit jedem Browser, der auf Chrome basiert, kannst du das installieren. Firefox mit Sicherheit auch. Also da brauchst du keinen extra Browser für. Genau, brauchst einfach einen Adblocker, der funktioniert auf jedem Browser. Ganz genau. Ja, auf dem Handy eigentlich auch. Für mich geil ist ja, mit Karte konnte ich die wenigstens rausnehmen und zum Kumpel fahren oder zu meinem Vater und habe die Karte da reingesteckt, konnte gucken. Heute muss ich das halbe Entertainment sich auseinander. Ja, geht nicht mehr. Ja. Ganz früher hast du ja noch Premiere, da hast du noch den Schlüssel gehabt. Das war ja noch eine Schlüsselform. Das war noch geiler. Wie hieß denn das davor? Oder war das noch davor mit dem Schlüssel? Vor Premiere hieß das doch nochmal anders. Allerdings, Kai, kommt nunmehr seit Tagen vor jedem YouTube-Video der Hinweis zum Werbeblocker. Ja, das ist ja immer so ein. Ja, Katze Maus. So. Natürlich, YouTube versucht da immer alles und dann ziehen die Adblock-Dinger ziehen dann nach, dann geht's wieder. Dann macht YouTube wieder was Neues, bla, Sülz. So, da musst du mit leben. Premiere hieß es und dann Sky. Dann gab es auch noch, das hieß vorher noch anders, vor Premiere. Schlüssel war Premiere, genau. Und davor hieß das doch noch mal 2 Jahre. Wie hieß das denn da noch? Das hieß noch mal anders. Komme ich aber auch nicht mehr drauf, zu lange her. Mm, 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 mm. Ansonsten guckt euch den Browser Brave an, was der Chico hier geschrieben hat. Mir sagt er gar nichts. Ich kann da nichts zu sagen. Teleclub. Genau, irgendwie so. Genau, irgendwas mit Tele. Arena gab es auch noch, stimmt. Arena, ja. Ja, ich sage, wir sind alt. Wir sind alt. Wir haben bisher auch nur Absagen gekriegt. Die Mara ist ja auch Mitglied seit dieser Saison. Ich habe heute erst wieder die nächste Absage gekriegt. Für was? Weiß ich gar nicht. Ich müsste die nochmal nachgucken. Absage, Absage. Naja, der FC Bayern wollte ja damals ein größeres Stadion bauen, aber die Stadt hat es ja nicht erlaubt. So, und jetzt bist du am Limit.
Wurde ja dann schon mal vergrößert, ne? Allianz Arena um was? 3000 Plätze oder sowas? Und bist am Limit jetzt. Wie willst du da jetzt was vergrößern, Alter? Müsstest ja irgendwie, ja, du weißt ja auch gar nicht, wie das statisch ist, müsstest ja oben noch einen Ring draufziehen. Aber wenn du da oben sitzt, dann siehst du ja auch gar nichts mehr. Macht ja auch keinen Sinn. Genau, Mara darf noch nicht zur Mitgliederversammlung. Weil du darfst nur zur Mitgliederversammlung, wenn du länger als 6 Monate Mitglied bist in dem Jahr. Du kannst aber nur zum 1.6. kannst du erst Mitglied werden. Du kannst vorher nicht mittendrin einsteigen, das geht nicht. Das heißt, in dem Jahr, wo du Mitglied wirst, darfst du aber nicht zur Mitgliederversammlung, weil du dann noch keine 6 Monate Mitglied bist. Geil, oder? Das ist der FC Bayern. Ja, in den USA. In den USA ist ja auch keine Verbundenheit, Alter. In den USA gehst du einfach in eine andere Stadt, die dir das Stadion finanziert, benennst dich um und alles ist gut. Nee, ich habe keinen Kontakt zu irgendwelchen Fanclubs. Habe ich schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Teleclub auch in Deutschland war. Ach, da gab es so viele. Aber Arena kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Keine Ahnung. Findest du, Bayern hätte einen Top-RV im Sommer kaufen sollen? Nee, finde ich nicht. Ich finde, Bayern hätte einfach Stanisic als rechten Verteidiger etablieren sollen und nicht Conny Leimer. Dann hättest du keinen Top-rechten Verteidiger kaufen brauchen. Und wenn wir ehrlich sind, uns bringt kein top-rechter Verteidiger was, weil wir nicht wirklich mit dem rechten Verteidiger spielen. So. Wir spielen mit dem rechten Verteidiger. Boah. Also gehen wir mal davon aus, im Schnitt hat unser Gegner 40% Ballbesitz. Sind wir mal großzügig. Davon sind dann 20% in der eigenen Hälfte vom Gegner, dann hat er noch 20% Ballbesitz in unserer Hälfte. Von diesem Ballbesitz sind dann vielleicht 10% in der letzten Reihe auf den Außenpositionen, wo dann mal unsere Außenverteidiger wirklich Außenverteidiger sind. Und das ist schon hoch gerechnet. Ja. Wenn du unsere Spiele anguckst, hast du vielleicht 3, je nach Gegner, sagen wir mal bis zu 8 Szenen, wo wirklich ein Außenverteidiger auf einer Außenverteidigerposition sein muss. Ansonsten sind unsere Außenverteidiger eher halb linke oder halb rechte Mittelfeldspieler oder Außenstürmer. So, das ist ja das Thema. Wir spielen ja nicht. Das ist dasselbe wie mit zentralem Mittelfeld. Deswegen haben Palinja ja nicht gefruchtet. Wir spielen halt nicht mit diesem defensiven Mittelfeldspieler. Und genauso spielen wir nicht mit diesen super defensiven Außenverteidigern. Deswegen funzt ja ein Conny Leimer als Außenverteidiger und deswegen funzt ein Fonzie Davies auch wieder so gut. Weil, ja, die 3 Szenen, die ein Fonzie als Außenverteidiger agieren muss defensiv. So. Ja, klar, du hast dann irgendwann in der Champions League ab Viertelfinale oder wenn du halt so Chelsea, Paris, Arsenal jetzt in der Vorrunde hast, so dann hast du Spiele, wo unsere Außenverteidiger mal Außenverteidiger sein müssen. Aber ansonsten in der Bundesliga, das war doch noch nicht mal gegen Leipzig der Fall, das wird nicht gegen Dortmund der Fall sein. Wir werden die alle maßlos dominieren mit unserem Ballbesitz und unserem Pressing. Da wird das auch nicht anders aussehen. Da hast du vielleicht 2 Szenen mehr, wo unsere Außenverteidiger mal Außenverteidiger sein müssen. Ja. So, das ist doch das Thema. Dann ist die Frage erstmal, wie definieren wir einen Außenverteidiger? Ja. Aber es hätte jetzt nichts gebracht, du verpflichtest irgendwie einen super starken, wirklich defensiven Außenverteidiger. Das bringt ja halt nichts. Bei uns muss ein Außenverteidiger das Spiel mit aufbauen, der muss Außenstürmer sein. Der muss so viel mehr sein als ein Außenverteidiger. So. Deswegen schwierig zu sagen. Und ich denke, ein Stani hat da einen guten Mix eigentlich. Das hat er ja dann auch gezeigt, wo er dann auf der linken Seite ein bisschen klar kam mittlerweile. Ja.
Deswegen hätte ich mir gewünscht, einfach einen Stunny. Er ist ein rechter Verteidiger für mich. Der kann sich fallen lassen, der kann in die Dreierkette gehen, wenn es sein muss, ist ein guter Innenverteidiger, kann aber auch die Linie entlang gehen, kann das Spiel aber auch in der Halbposition mit aufbauen, zeigt er auf der linken Seite. Also auf der Rechtsverteidigerposi habe ich eigentlich die wenigsten Sorgen gehabt. Und wenn wir ehrlich sind, sobald ein Davis und ein Ito, was ja passieren wird im Laufe der Saison, hoffentlich beide fit werden, so, dann haben wir gar keine Probleme mehr auf irgendwelchen Außenverteidigerpositionen. Ja. Weil dann hast du zwei für die linke Seite, für die rechte Seite hast du einen Stunny und einen Conny. Vielleicht mit viel Glück, ja, kriegt ja ein Boe jetzt die Kurve und das würde bedeuten, Conny Leimer würde frei werden fürs Mittelfeld. Ja, das wäre schön. So. Aber Außenverteidiger brauchen wir nicht. Also sehe ich gerade nicht. Ja, wie so ein Kukurela würde ich bei uns fühlen. Ja, ich fühle den einfach als Typen. Ja, ich weiß, Handspiel gegen Deutschland, Blasels. Aber das ist wirklich, das ist ein Verteidiger. Ja, so, den würde ich schon fühlen bei uns. Ich mag den so von seiner Art und Weise her. Und der ist ja auch einer, der sich offensiv mit einschaltet. Aber wie gesagt, man müsste das erstmal definieren, was man wirklich als Verteidiger meint. Ist halt bei uns ein bisschen eine andere Pose wie in anderen Vereinen, denke ich. Dumfries wäre stark gewesen, auch wenn er bereits 29 Jahre alt ist. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe keine Kopfschmerzen mit einem Stunny auf der rechten Seite. Und ein Boe müssen wir mal abwarten, wie der jetzt sich findet. Ich denke mal, wird jetzt ein paar Spiele bekommen, solange Stunny verletzt ist. So, und Conny macht es diese Saison wirklich, wirklich besser in der Defensive, muss man sagen. Ja. Ja. Also besser geht immer oder fast immer, ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt super schlecht aufgestellt sind auf der Außenverteidigerposition. Freue mich auch wieder auf die Mitgliederversammlung, auf den Teil, wenn unsere Mitglieder ihren Senf dazu geben. Mal sehen, ob jemand was zum Uli sagt. Keiner sagt was zum Uli. Ich warte ja darauf, dass man da zugeschaltet werden kann. Aber das ist ja zu neumodern für den FC Bayern. Also wenn man dazu geschaltet werden könnte, let's go. Ich wäre da. Ich hätte was zum Uli gesagt. Glaubst du, dass Müller bei Bayern irgendwann eine Stelle als Vorstand oder Trainer annehmen wird? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Woher soll ich wissen, was ein Thomas Müller möchte? Und die andere Frage ist ja dann auch, ich habe das ja auch gelesen von Kalle, bla bla bla. Hat mir natürlich schon wieder den Schweiß auf die Stirn getrieben, weil das ja heißt, dass ein Kalle und Uli mindestens so lange da sind, bis Thomas Müller seine Karriere beendet hat, bis er sich dann überlegt hat, ein Jahr lang, mache ich das nicht, bis er dann nochmal 2 Jahre angelernt wird. Das heißt, du hast die beiden Granden noch da sitzen, bis sie irgendwann unter der Erde sind. Ja. Ja, wir brauchen nicht das Kimmich-Thema wieder als Rechtsverteidiger aufmachen. Das ist halt durch. Dann Kompanie. Punkt. Spätestens nachdem der Nagelsmann in der Nationalmannschaft da jetzt weggenommen hat, ist das Thema durch. Schauen wir dieses Jahr wieder die Jahreshauptversammlung mit Stream? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann die ist. 2. November oder sowas? Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Prinzipiell spricht da nichts gegen, würde ich sagen. Offensiv auch mit Musiala noch zurück, können nur Real und PSG mit uns mithalten. Im Mittelfeld können wir an einem Abend schon Top 5. Defensiv sehe ich uns in der IV auch Top 5. Außenschein können wir es auch mal an einem Top-Abend wie gegen Chelsea gesehen. Ich denke, wir können in die Top 8 kommen, das wirklich sehr Gute ist, dass wir wirklich eine Top-Chemie auf dem Platz sehen. Weiß ich nicht. Also ich tue mich immer schwer, ich kann das halt nicht wirklich beurteilen, deswegen möchte ich das auch gar nicht. Also klar, ich habe PSG ein bisschen was gesehen, ich weiß, was da so rumläuft, ja. Ich weiß, was bei Real rumläuft, ich weiß, was bei Barca rumläuft, die du gar nicht erwähnt hast. Also ich glaube, Barca in der Offensive ist Barca, glaube ich, auch schon brutal besetzt.
Aber ansonsten kann ich das nicht beurteilen. So, ich gucke keine Spiele von Real, nicht von PSG, nicht von Barca. Ich sehe Ergebnisse und das war's, ja. Ich sehe uns und bei uns ist es ganz einfach, ja. Ich weiß nicht, wie es bei ich glaube bei ich weiß nicht, wie es bei Real und Barca aussieht, obwohl Barca jetzt gerade auch rasiert ohne Jamal, ja. Ich glaube, PSG hat die breiteste Offensive, was da so auf der Bank rumhockt. Bei uns ist es ganz einfach. Ist Michael und Heavy nicht da, ist unsere Offensive stumpf wie ein Stück Holz. So, Punkt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei PSG aussieht, wenn da zwei wegbrechen. Ich glaube, dann ist PSG immer noch gefährlich. Bei Real weiß ich es nicht. Bei Barca weiß ich es. Also da ist Barca wahrscheinlich auch einen Tacken vor uns, wenn da zwei wegbrechen. Ähm, ja, bei uns ist jetzt Musiala weg, das merkst du nicht wirklich, das stimmt. Aber sollte ein Michael wegbrechen, Alter, dazu ein Heavy, dann ist Ende. Punkt. Dann brauchst du über gar nichts reden, Alter. Da musst du darüber reden, ob der in der Bundesliga Tore schießt, wenn ein Gegner super stabil hinten drin steht. Ja, so. Die Frage ist, ob ein Jackson sich einfindet, ob ein Jackson das dann irgendwie kompensieren kann, ob ein Diaz da dann ein bisschen irgendwann kaltschnäuziger wird und dann seine Chancen auch mal zu 100% nutzt und so, dann kann man da natürlich nochmal reden. Aber wenn du aktuell auf unseren Kader schaust, bricht ein Michael und ein Heavy weg, haben wir aber Hardcore-Probleme. Hardcore-Probleme. Ich denke, das hat das Spiel gegen Hoffenheim ganz klar gezeigt. Michael war nicht auf dem Feld. Ähm, guck dir die erste Halbzeit an. Chancen, was haben wir erspielt an Chancen? Nix. Absolut null. Ja. So. Die individuelle Klasse eines Heavy Canes nach einer guten Hereingabe, nach einer Ecke hat das Tor beschert. So. Das war es. Ja. Also damit fällt und steht unser Offensivspiel. Das muss man sich auch nicht schönreden. Ja. Und habe ich ja auch gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. So, Mannschaften sind von ihren Topspielern abhängig. Ja. Die eine Mannschaft mehr, die andere weniger und gut ist. So, da sehe ich uns da sehe ich uns in der Defensive besser aufgestellt. Es hört sich hart an, ja, aber ob jetzt eine Defensive so ein Tar wegbricht oder nicht, ja. Wenn du gerade Ito siehst, der wieder gut da ist, ja, Ito, ja, Ito. Ich hoffe, dass er irgendwann mal gut da ist. Wenn du Minjay siehst, der gerade wirklich stark war, ja. Also macht das jetzt nicht die große Rolle. So, nehmen vorne Michael raus, nehmen vorne Heavy raus, dann verlierst du aber 30% deiner Qualität vorne. Ja. Nehmen jetzt hinten Upa raus, stell Minjay dahin, ja, alles gut. Ja, wird mir jetzt keine Kopfschmerzen machen. So, du siehst das jetzt, Dani ist weg, ja, dann spielt Conny Leimer links und Bouye macht es ordentlich gerade rechts, ja, und gut ist. So, macht mir auch keine Kopfschmerzen. So, bricht ein Kimmich weg, sag ich dir ganz ehrlich, würde mir 0 Kopfschmerzen machen. Wird schon ein Bischof reinwachsen, ansonsten muss ein Leon ein bisschen mehr schultern. Wird mir jetzt auch wenig Kopfschmerzen machen. So, es gibt ganz wenige Positionen. Bricht ein Neuer weg, drauf geschissen, Alter. Stell den Dingens da rein. Und gut ist, der ist fußballerisch stärker wie Neuer gerade ist. So, mit auch nur Kopfschmerzen. Die einzigen Kopfschmerzen, die wir haben, sind Michael und Heavy. Punkt. Alle anderen kannst du irgendwo irgendwie ersetzen in dieser Mannschaft aktuell. So, ich wüsste keinen, der sonst nicht ersetzbar wäre. Ja, Urbich meine ich natürlich. Ja, das ist mein Take. Ob unsere Offensive jetzt zu den Top 5 gehört, wen interessiert's, Alter? Immer ich kann damit nichts anfangen, ja. Ich kann nichts anfangen mit irgendwelchen Top-Listen von, was weiß ich, Top 5 Innenverteidiger, Top 5 Offensiven. Es interessiert mich alles nicht. Sag ich dir, wie es ist. Wen interessiert's, Alter? Wenn wir gegen Real Madrid spielen oder wenn wir jetzt, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, wenn wir gegen PSG spielen, wen interessiert's, Alter? Wichtig ist dann das Spiel, wie es da aussieht und nicht, ob PSG vorher 500 Tore geschossen hat oder 2, ja, oder umgekehrt. So, das interessiert alles nicht. Das sind keine direkten Vergleiche, Alter. Das interessiert nicht. Deswegen interessiert mich auch diese Champions League-Tabelle, hasse ich, ja, weil das einfach kein direkter Vergleich ist. Das ist super ätzend. So. Aber das ist Geschmackssache. Ich verstehe schon, dass man sich da hochzieht. Hier Top 5, Top 10, Blasels. Ist nicht meins. Interessiert mich nicht.
Und ob wir die 2 Extraspiele aus dem Weg gehen können. Habe ich gerade gesagt. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, lassen Michael ausfallen, muss ja nichts Ernstes sein. Muskelverletzung, 3 Wochen raus. In der Zeit hast du 3 Champions League-Spiele, dann wirst du den 2 Extraspielen definitiv nicht aus dem Weg gehen. Nö. Sei denn, Harry Kane schultert das dann auch noch. Ja. Gut, bevor ich weitermache, muss ich mal ganz kurz ausdrehen. Und ich habe immer noch keinen Pausenscreen reingemacht hier. Das ist frech, oder? Ach, ne? Frech sowas. Ja, sag ich doch 2. November. Guck mal, ich habe Ahnung, ey. Liegt daran, weil ich eine Einladung gekriegt habe. Und Zug kostet auch nur. Also das muss ich ja mal sagen, das ist sehr gut vom FC Bayern, bevor ich da nochmal auf das andere eingehe. Du kannst aus ganz Deutschland für 29 € anreisen, ne? Zur Jahreshauptversammlung. Selbst mit ICE. Also, das ist schon okay. Ja, wie gesagt, hier mit den ich kann mit so Top-Listen halt nichts anfangen. Und Champions League kannst du eh nicht vorhersagen. Das ist ja das Wilde, du weißt ja nicht, man müsste sich jede Mannschaft angucken, welche Mannschaft spielt gegen wen. Ja. Also ich glaube, wer war das? War das Frankfurt? Wer ist denn noch von uns da drin? Die irgendwie gegen 5 Top-Mannschaften spielen oder sowas? Das ist ja brachial, Alter. Ja. Also, keine Ahnung. Spielt am Ende aber auch keine Rolle, ob du in die Top 8 kommst oder nicht. Oder ja, du hast 2 Spiele weniger. Aber was bringt dir das? Du hast es gesehen letztes Jahr. Wer hat die Champions League gewonnen? Paris. Wo haben die sich qualifiziert? Platz 18 oder was? Also, ne? Also, das ist eine schöne Spielerei, da sich aufzuhängen an die ersten 8 und so weiter. Am Ende bringt das gar nichts, Alter. Am Ende kommt es darauf an, wie du in der K.O.-Runde agierst und gut ist. Der Uli hat sicherlich Angst, dass Mara auf der Versammlung, wie seinerzeit Johannes Bachmeier mit dem Laptop am Rednerpult auf der legendären Jahreshauptversammlung in einer 12-minütigen Brandrede mit dem Bayern-Präsidenten abrechnet. Weiß ich nicht, ob die Mara das machen würde. Ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich kriege es auch ohne Laptop hin. Sacha hat mittlerweile die schöneren Haare, ja. Die Frise, die er jetzt hat, gefällt mir sehr gut. Boah, die gefällt mir sehr gut. Besser wie vorher dieser Steffi Graf-Look. Conny macht es bisher gut, ja. Ja. Wie gesagt, er hat so ein bisschen dieses Defensive, hat er ein bisschen besser drinne. Ja. Aber wie man halt sieht, es ist auf links nicht schlechter. Also warum nicht Conny auf links und und Stunny auf rechts? Also, ja, verstehe ich halt immer noch nicht. 10:30 Uhr. Ist ein Sonntag oder was? Stimmt, ne? Oder ist ein Samstag? Oktober, November, Sonntag. Ja gut, ja, es zieht sich ja auch wieder 6 Stunden. Champions League Viertelfinale wäre schon gut, alles andere ist Tagesform und Glück. Ja, ganze K.O.-Runde ist Tagesform und Glückfaktor. Haben wir gegen Inter gesehen, oder? PSG hat offensiv super Alternativen, schau für die oh. Ja. Also vom Papier her, was ich da gesehen habe, denke ich auch, dass die da schon mit am besten besetzt sind, wa? Alternativenmäßig. Diaz, Musiala, Gnabry und Jackson würden auch für den Bully-Titel reichen, aber wäre deutlich spannender. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also zum Jackson kann ich noch gar nichts sagen. Gnabry, Alter, Gnabry kannst du voll rauslöschen aus dieser Rechnung. Sorry. Ich weiß nicht, wie man den Spieler jetzt gerade wieder so hypen kann, weil er 5 gute Spiele gemacht hat. Davor hat er 3 Jahre
gar nichts gezeigt. Ja, er spielt gerade gut, alles richtig, wird anerkannt, hat ja auch eine, was hat er gekriegt, eine 1,5 von mir oder was im letzten Spiel. Aber ey, sorry. Ja, wir können gerne über einen Gnabry in der Winterpause mal sprechen. Ja, wir können gerne über einen Gnabry am Ende der Saison sprechen. Das ist dasselbe wie Leroy Sané. So, ja, er ist im letzten Vertragsjahr, da ist ein Gnabry ein bisschen drahtiger, sieht man auch. Ja, ist ein bisschen frischer aktuell. Das war er davor die Jahre nicht. Da war er ein bisschen pummeliger, ein bisschen langsamer. Fragt euch mal, warum das so ist. Ja, also aus meiner Sicht, sorry, du kannst, wenn der Gnabry jetzt die Saison so durchzieht, dann können wir gerne über eine Vertragsverlängerung reden für um die 10 Mille, aber das ist auch das Maximale der Gefühle und dann für 2 Jahre und gut ist. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Man muss den Gnabry jetzt nicht anfangen, in den Himmel zu loben und von irgendeiner Vertragsverlängerung Scheiße zu labern, weil er 5 gute Spiele gemacht hat. Hat er übrigens letztes Jahr genauso. Da waren es, glaube ich, 8. Zum Saisonstart war Gnabry sehr stark. Dann hat er irgendwie eine kleine Verletzung gehabt, war 4 Wochen raus und danach war Gnabry nur noch Müll. Ja, also immer mal die Kirche im Dorf lassen, war. Wir gucken mal. Ja. Also. Klar, hätte Verletzung etc., aber aktuell haben auch einen guten Gucci. Ich finde, Diaz stark, er hält seinen Gegenspieler ständig unter Druck. Ich bleibe dabei, wir kommen dieses Jahr in der Gruppenphase in die Top 8. Ja, kann ja auch sein, dass wir unter die Top 8 kommen, aber wie gesagt, das ist ja. Wen interessiert's, Alter? Ja, wen interessiert's? Also mich persönlich interessiert's nicht. Klar, es ist schön so, ja, ist für die Mannschaft schön, weil es einfach eine Bestätigung ist. Aber habt ihr gesehen, wie Liverpool durch die Vorrunde marschiert ist und was ist dann passiert? Punkt. Ja. So, wie es der Chor geschrieben hat, nur nicht ab Viertelfinale, sondern ab der K.O.-Runde ist das so. Das ist eben schon immer so gewesen. Schon immer. In jedem Pokalwettbewerb. Was interessiert die Vorrunde, Alter? Qualifizier dich, das heißt jetzt was? Platz 24? Ja, alles andere interessiert nicht. Alles andere ist schön auf dem Papier. Nochmal, guckt euch Liverpool an letztes Jahr. Ja. Fauler Sack überlese ich mal. Ich sehe den Zusammenhang gerade nicht. Ach so, der Pausebildschirm, deswegen fauler Sack. Ja, hast du recht. Ich hatte es fest vorgenommen, aber ich habe die letzte Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Und da musste ich vor dem Stream hier heute nochmal ein kleines Nickerchen halten, sonst wäre das hier, wie es hier steht, eine Farce geworden. Und deswegen musste ich das jetzt so überbrücken. Ich hätte euch auch Stuhl-TV liefern können, also. Tja, als hätte man auf der PK nur ein Mikro. Ja, selbst ich habe ja 2 hier. Also 2 angeschlossene. Insgesamt 10 oder so. Ah, wild. Was würdest du Uli bei der Jahreshauptversammlung fragen? Ich würde den Uli gar nichts fragen. Ich würde den Uli sagen, Junge, es ist Zeit zu gehen. Und dann würde ich ihm versuchen, weil ich glaube, der Uli ist schon ein Mensch, der, ich weiß nicht, ob er sich von irgend so dahergelaufenen was zu Herzen nimmt, das weiß ich nicht. Aber ansonsten ist Uli ja schon ein Mensch, mit dem man streiten kann, mit dem man reden kann. Ja, einfach das, was wir hier bisher in den letzten Wochen besprochen haben. Ja. Und natürlich, dass man nicht seinen eigenen Spieler diffamieren kann mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit und schon gar nicht den eigenen Sportvorstand. Ja, und das muss man ihm, glaube ich, mal klar vor den Kopf sagen. Aber das tut im Verein leider keiner, weil alle nur auf ihren Positionen sitzen, weil der Uli sie da hingesetzt hat. Deswegen traut sich keiner, irgendwas zu sagen, weil die alle wissen, der Uli kann sie auch wieder wegnehmen von diesen Positionen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass da mal aus der Mitgliederecke nichts, also was Unaufgeregtes, ja, was nüchtern, runtergetragenes, mit Respekt, das musst du rantragen, Uli. Es bringt nichts, wenn ich da hinstelle und sage, Uli, du Penner, du sonst irgendwas. So, das bringt alles nichts. Du musst dich da hinstellen, du musst vernünftige Sätze finden, musst das vernünftig ausdrücken, dass das ankommt. Vielleicht auch nicht nur beim Uli, sondern auch mal beim Chrissy und so weiter, dass die mal ein bisschen nachdenken. So. Das müsste man tun.
Ist doch wieder ein Spieltag, damit das verbunden werden kann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gegen Leverkusen. Ja, auch da, wo wir eine Absage gekriegt haben. Ja, Toppi. Noch nie eine Karte? Krass, Blondie. Das ist wirklich krass. Ja, auch das ist, habe ich ja gerade schon ausgeführt. Können wir noch mal 2 Worte zu sagen? Haben wir zwar im letzten Stream schon das UPA-Thema, aber auch da, ich habe es ja gerade aufgezählt, ich denke, wir haben genug Alternativen für UPA. So, und wenn UPA wirklich meint, völlig verständlicherweise, nichts gegen UPA, ja, haben wir im letzten Stream gesagt, aber wenn der UPA wirklich meint, er muss 30 Millionen Handgeld und 20 Millionen Jahresgehalt kriegen, ja, dann hau rein, UPA, Alter. Das ist dasselbe wie bei Davis, dann geh nach Paris, geh nach Real, ist doch alles fein. Ja. So. Punkt. Ganz einfache Kiste. Ich verstehe, warum er das will, haben wir im letzten Stream besprochen und so weiter, wiederhole ich jetzt nicht alles. Verstehe ich alles. Ja. Aber irgendwo ist auch gut. Ja. Und die Summen, über die wir da reden, Alter, ja, ganz ehrlich, dann verpiss dich, ey. Ganz ehrlich, Jungs und Mädels. Wenn da ein Spieler ist, der 16 Millionen kriegt und sagt, ey, mir reichen die 16 Millionen nicht, ich will hier 20 haben, sonst gehe ich, dann geh, Alter. Geh mit Gott, geh mit allem, was du hast und geh. Punkt. Wir brauchen diese Spieler nicht. Fertig. Wenn man nicht zu schätzen weiß, als Upamecano, was man beim FC Bayern hat, ja, wie der FC Bayern auch an ihm festgehalten hat, durch seine ganzen Böcke, die er hatte, ja, bis er jetzt mal einigermaßen konstant ist und er wirklich 16 Millionen kriegen sollte, was man so liest, und ihm das nicht reicht, ihm die Perspektive nicht reicht, dann verpiss dich, Opa. Punkt. Dasselbe wie bei Davis. 1:1. Fertig. Wer mit 16 Millionen nicht klarkommt, ja, Hovi, Alter. Hau rein. Ja. Es gibt Spieler vor, nach Opa. Punkt. Ich hoffe natürlich auch, dass er verlängert, aber es muss halt auch im Rahmen sein, ne? Sind da mal ein Schuh nicht interessiert, na, siehste. Kane hat ja ein wenig interner Preis gegen die K.O.-Spiele waren schwierig, deswegen denke ich, dass bei den Spielern 2 Extraspiele mit Reisen was ausmacht. Naja, die K.O.-Spiele waren schwierig, weil sie zwischendrin gegen Dortmund gespielt haben und alle von Anfang an aufgelaufen sind. Sorry, was ist denn die Reise jetzt nach Mailand? Ist die jetzt so super weit, dass man sagt, oh, ich fliege jetzt 8 Stunden? Oder meinst du, die sind mit dem Fahrrad nach Mailand gefahren, über den Brenner oder was? Die sind im Flugzeug gestiegen. Wie lange fliegt das denn von München nach Mailand? Google das mal bitte einer. 2 Stunden oder was? Komm, jetzt hör auf, Alter. Lächerlich. Sorry, gehe ich nicht mit. Wir reden nicht über einen Flug in die USA, Alter. Hör mal auf dem Boden bleiben. Das war der Punkt, dass man gegen Dortmund die volle Kapelle aufgestellt hat, obwohl es komplett sinnfrei war. Wir hatten 6 Punkte Vorsprung in der Bundesliga. Selbst wenn du das Spiel verloren hättest, wen hätte es denn interessiert, wenn du dafür gegen Inter Mailand weitergekommen wärst? Inter Mailand hat 3 Punkte Vorsprung gehabt in ihrer verkackten Liga und hat die halbe Mannschaft auf der Bank gelassen. Und das hast du im Rückspiel halt gesehen. Das war der Unterschied. Und nicht, ob du jetzt die 2 Stunden im Flieger saßt oder ob du vorher, oh, ich musste einmal nach Celtic fliegen. Das andere Spiel war ein Heimspiel, Alter, gegen Celtic. Das Problem war doch, dass Vinny nie rotiert hat. Die komplette Saison hat der gleiche Bums gespielt. Immer. Ja, du hättest so einfach sagen müssen, Harry, komm, du bist jetzt raus gegen Dortmund. Josh, du bist jetzt raus gegen Dortmund. Kommt mal vom Kopf klar, kommt mal physisch klar. Konzentriert euch auf das Rückspiel. Das wäre die richtige Antwort gewesen. So, und das hat er nicht gemacht. Und das ist ein Punkt für Vinny. So, Punkt. Ja, fertig. Und das interessiert dies Jahr auch wieder nicht. Ob du da 2 Spiele, K.O.-Spiele hast oder nicht, Alter.
Du musst halt die Saison vorher mal planen. Und du musst mal den Kader mitnehmen. Ja? Warum haben wir denn so viele Spieler jetzt abgegeben und nicht so viele nachgeholt? Die saßen alle auf der Bank. Es wurde doch keiner aufgestellt. Es wurde einmal rotiert, das Spiel hast du verloren gegen Bochum, danach wurde nicht mal rotiert. Null. Das ist doch das Problem. Oder war das Problem? Und es war nicht das Problem, oh, wir müssen jetzt 2 Stunden nach Mailand fliegen. Hör mir auf, Alter. Sorry. Das ist der größte Dummfick, den man. Dass ein Harry Kane sich da hinsetzt und das so erzählt, ja, logisch. Ja. So, nochmal, du hättest so einen Harry Kane draußen lassen können. Du weißt doch als Vincent Kompany, du weißt als FC Bayern, dass du von dem Spieler so abhängig bist wie, keine Ahnung, ein Ferkel von der Sau, Alter. Wenn Harry Kane ausfällt, letztes Jahr haben wir noch nicht mal als Ersatzstürmer gehabt, dann wäre Gnabry unser Ersatz gewesen. Junge, das weißt du doch. Ja, was macht man denn dann? Dann nimmt man den mal raus. Junge, das ist das doch. Und nicht, ob du 2 Stunden fliegst oder ob du 2 Stunden nicht fliegst oder ob du noch ein Spiel gegen Celtic spielen musst. Ja, da musst du die Spieler mal vorher schonen. So wie man es jetzt tut. Deswegen bin ich ja jetzt gerade so zufrieden, weil man dann mal in so einem Spiel wie gegen Hoffenheim mal durchrotiert. So. Aber das musst du die ganze Saison machen. Du musst die ganze Saison 16, 17 Spieler mitnehmen. Ja, und dann hast du halt mal ein Spiel wie gegen Hoffenheim, was vielleicht nicht hier pompös ist. Ja, gewinnst ja trotzdem 4-1. Über was reden wir? Ja, wir bekleckern uns auswärts sowieso nicht. War letzte Saison schon so, ja, in Augsburg war jetzt auch nicht. In Wiesbaden, weiß ich nicht, war jetzt auch nicht die Top-Leistung. Ja, so. Und da stand jedes Mal die volle Kapelle auf dem Feld. Ja, also wenn wir das mal als Maßstab nehmen, dann haben wir jetzt gegen Hoffenheim mit nicht der vollen Kapelle ein besseres Ergebnis erzielt wie in den anderen beiden Auswärtsspielen. Wir tun uns auswärts super schwer unter Winnie. Ja, das kannst die ganze letzte Saison mal durchgucken. So. Und von der Champions League brauchen wir gar nicht reden, oder? Auswärts, letztes Jahr. Also, immer mal abwarten. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass rotiert wird. Punkt. Wie es beim FC Bayern, Alter. Du hast eine Kaderbreite, die musst du halt einfach nutzen. Die A-Millionäre, genau. 16 Millionen sind schnell weg im Jahr, ne? Ja. Was hat das denn mit auf Opa hauen zu tun, Chico? Es ist einfach ein Fakt, Alter. Wenn dir das nicht passt, weil du den so vergötterst, dann ist das ja gut und schön. Aber was hat das denn mit irgendwelchen Sachen zu tun? Das ist dasselbe wie beim Davis, Alter. Jeder, der mich hier guckt, der weiß das. So, irgendwann ist halt einfach mal gut. Irgendwann muss man halt mal zufrieden sein mit dem, was man bekommt, Alter. Und kein Spieler ist größer wie unser verfickter Verein, Alter. Und wenn er das nicht rafft, dann muss er gehen. Und wenn er ein geldgeiler Wichser ist, dann muss er gehen. Und das ist scheißegal, ob der Opa heißt, ob der Heavy heißt, ob der Neue heißt oder ob der Karl Gustav der Zehnte heißt. Junge, das hat null mit einem Opa zu tun. Absolut null. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Wer 16 Millionen, lass ihn 12 Millionen verdienen. Ohne Scheiß, das sind verfickte Millionäre. Die verdienen im einen Jahr so viel, wie du in deinem verfickten ganzen Leben nicht verdienst. Junge, kommt doch mal klar, Alter, über was wir hier reden. Punkt. Ja, mir ist das alles klar, da ist super viel Geld in dem Business und da können sie sich ja auch rausziehen. Alles gut, aber dann musst du die scheiß Millionäre nicht in Schutz nehmen, Alter. Kann das ja wohl noch kritisieren, dass sie den Hals nicht voll kriegen. Und wenn man nicht zufrieden ist, wenn wir beim Opa jetzt mal bleiben, so, es wurde an Opa festgehalten, er hat uns vor 2 Jahren unter Tuchel die Champions League gekostet. Punkt. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das war kein Mannschaftsfehler, das war individuelle Fehler. Wegen Opa sind wir ausgeschieden. Punkt.
So, ja, wir sind auch schon wegen Neuer ausgeschieden. So, brauchen wir nicht drüber reden, ja? So, aber dann hat man doch mal ein bisschen Dankbarkeit vielleicht mal dazu bieten. Aber das kennen diese Spieler alle nicht heutzutage. Das kannte ein Davis nicht, das wird ein Opa nicht kennen. Warum ist denn ein Opa im letzten Vertragsjahr? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass man zum Opa, mit dem man jetzt schon 3 oder 4 Mal verhandelt hat, hingegangen ist und gesagt hat: Opa, wir geben dir jetzt aber weniger Geld, wie du vorher hattest. Nee, natürlich nicht. Der ist was? 26 im besten Fußballeralter. Da wird man schon gesagt haben: Komm, Opa, du kriegst 2 Millionen mehr. Aber wahrscheinlich: Opa, du kriegst aber kein Handgeld von 25 Millionen, wie es Musiala gekriegt hat. Oh nee, dann mache ich das aber nicht. Ich will ja auch die 25 Millionen haben. Und ja, ich kann es ja nachvollziehen, weil man das bei Musiala auch gemacht hat, habe ich schon gesagt, ja? So, aber am Ende des Tages ist es doch nun mal ein Fakt, dass diese Spieler ihren Scheißhals nicht voll bekommen. Das sind Millionäre, Alter. Ihr müsst das mal realisieren, was eine Million bedeutet. Junge, 1 Million. Was bedeutet 1 Million? Der kriegt 8 davon netto, Cash. Und selbst wenn es nur 5 wären. Pro Jahr. Junge. Punkt. Und da ist das scheißegal, ob der Opa heißt, ob der Neuer heißt oder sonst wer heißt. Junge, dann dreh mir das nicht so. Ich wusste, dass auf den Opa draufgehauen wird. Das ist nämlich Schwachsinn, Alter. Das sage ich über jeden anderen Spieler, der sich da hinstellt. So, und ja, wir brauchen nicht darüber reden, haben wir im letzten Stream, wer daran schuld ist, bla, Sülz. So, es ist nun mal trotzdem dann eine Charaktereigenschaft. Wenn man sagt: Oh ja, ich verlasse den Verein, weil ich hier nur 16 Millionen, nur 12, nur 10 bekomme, ja, dann verpiss dich. Wenn der Rest keine Rolle spielt, ja, dass man an dem Spieler festgehalten hat, dass man dem Spieler vertraut, dass man sagt: Du bist mein Abwehrboss, du bist wichtig in dieser Mannschaft. Wenn das alles keine Rolle spielt, ja, dann verpiss dich, dann brauchst du diesen Spieler nicht. Das ist mein Point. Und vielen Dank, dass ich mich nochmal aufregen durfte. Ich habe es vermisst. Ja, und da ist es egal, wie der Spieler heißt. So. Einzigste Ausnahme wäre vielleicht Harry Kane, Alter. Der könnte sich das vielleicht erlauben. Aber selbst da wäre meine Meinung nicht anders. Aber du willst mir jetzt wohl auch nicht erzählen, dass ein Opa sich das erlauben kann, Alter. Junge, der ist kein Weltklasse-Spieler gerade. Ja, der spielt eine gute Saison. Ja, na klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nochmal, irgendwann ist das Maß voll, Alter. So. Ich darf das, ja. Ja, ist doch scheißegal, ob das 16 Millionen sind, 10 oder 12. Punkt. Wie interessiert's denn? Meine Güte. Nee, du fühlst dich angegriffen, Alter, weil du der Opa-Vergötterer bist. Und komm mir nicht, das ist nicht so. Ist doch alles gut. Du kannst ja auch eine andere Meinung haben, aber unterstell mir doch nicht, dass ich wusste, das wird auf den Opa draufgehauen. Nee, es wird auf die Spieler draufgehauen, die sich wie Fotzen den Verein gegenüber verhalten. Und das ist für mich ein Fotzenverhalten. So, Punkt. Wenn ich als Spieler, wo ich weiß, ich bin ein wichtiger Spieler in dieser Mannschaft, der Trainer setzt auf mich, der Verein setzt auf mich, ich weiß das, ja, ich gehe dann bewusst in das letzte Vertragsjahr rein, weil ich weiß, wie Davis auch, ey, ich habe alle Trümpfe in der Hand, ich kann den Verein nackt machen, ich kann ihn ausziehen, ich kann den Verein diktieren: Pass mal auf, ich möchte 20 Millionen, ich möchte 20 Millionen Handgeld oder ich möchte 10 Millionen, ich möchte 10 Millionen Handgeld. Scheiß mal auf die Summe, die da steht. Es geht einfach um das Verhalten. Ja, Punkt. Warum macht man das? Weil man alles in der Hand haben möchte, weil man das Maximale rausholen will. Punkt. Sonst mache ich das nicht. Sonst hätte ich in den ersten 3 Verhandlungen, die geführt wurden, schon vor einem Jahr, wo man angefangen hat, hätte man gesagt: Oh ja, geil, ich bin zufrieden hier. Ja, der Trainer weiß ich, der plant mit mir in der Zukunft. Komm, ich nehme 2 Millionen mehr, ich fühle mich wohl hier, ich habe genug, alles ist schön. Das hätte man getan. Nein, man tut es nicht. Genauso ein Assi-Move, wie es bei Davis war. Ich habe dem Davis dieselbe Meinung gesagt und dieselbe Meinung sage ich in Opa. Ich kann es nachvollziehen, ja, weil man bei Davis das genauso gemacht hat. Ich kann das verstehen, dass ein Opa das tut. Nichtsdestotrotz kann ich das kritisieren und sagen, dass er ein Arschloch ist für das Verhalten. Und das ist er. So. Er will das Maximale rausziehen.
und gut ist? Ja. Kann man es nachvollziehen? Ja. Muss ich das gut finden? Nein. Und tue ich nicht. Und da ist es mir scheißegal, ob das Upamecano ist oder Boris Becker, Alter. Das ist mein Take. Und wenn du das nicht verstehst und das dann dich angegriffen fühlst und sagst, mir unterstellst, ja, du haust jetzt aber auf den Opa drauf, das wusste ich. Ja, dann weiß ich nicht, Alter. Dann kann ich mich zu Recht aufregen. Punkt. Meine Fresse, Alter. Ganz einfach. Und ich garantiere dir, jetzt bringe ich mal den besten Take zu dieser ganzen Scheiße, ja. Ich garantiere dir, dass ein Harry Kane das nicht machen würde. Das ist nämlich der Unterschied. Ja? Das würde ein Harry Kane nicht machen. Der setzt sich nächstes Jahr dahin, wenn der verfickte Vertrag noch ein Jahr läuft und dann wird entschieden, Leute, ich fühle mich wohl hier, ich verlängere den Vertrag um ein Jahr oder ich wechsle und generiere dem Verein eine Ablöse. Versteht ihr das? Das ist der Unterschied. Junge, das war der Unterschied bei Tottenham und das ist der Unterschied, das wird ein Harry Kane niemals tun, weil er nicht diese Art Mensch ist. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Würde er nicht tun, Alter. Das ist das doch. Ja, und die tun das. Das sind Fotzen. Punkt. Die kriegen den Hals nicht voll. Das sind ja keine Spieler, die 4 Millionen verdienen. Junge, Katastrophe. Hör mir auf. Kannst du keinem erzählen. Ja, und das ist einfach eine Art, wie man ist. Nochmal, ich kann es voll verstehen, dass er das tut. Weil es andere genauso gemacht haben. Und der Verein das zulässt. Das ist traurig. Ja? Aber ein Harry Kane würde das nicht tun. Junge. So, ist doch ein gutes Ende, oder? Haben wir noch ein Thema? Hä? Wo projiziere ich denn vergangene Verhandlungen auf dem Opa? Hast du einen weg oder was? Was ist das denn jetzt für ein dummer Take? Hä? Was für vergangene Verhandlungen projiziere ich auf dem Opa? Mit dem Opa wurde 3-mal verhandelt und man hat die Verhandlung abgebrochen, weil man sich nicht einigen konnte. So, und Opa macht den gleichen Move, wie es ein Davis ist. Was hat das denn jetzt damit zu tun, dass man irgendwelche Verhandlungen projiziert? Hä? What the fuck? Nee, würde er auch nicht. Junge. Na, du raffst das einfach nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ein Harry Kane 25 Millionen verdient. Selbst wenn er 12 Millionen verdienen würde, würde er das nicht tun. Weil das ein Spieler ist, der Anstand hat, Alter. Der sagt, es ist doch auch fein, pass mal auf, es ist doch völlig fein, dass ein Opa sagt, ey, ich kriege hier zu wenig Geld. Ja? Wenn das seine Meinung ist, ist das völlig legitim. Da sage ich gar nichts gegen. Ja? Dann klär das doch jetzt, wo die Transferphase war. Sagst du dem Verein, pass auf, ich will 20 Mille haben, sonst verlängere ich nicht. Und dann sagt der Verein, jo, können wir nicht machen. Dann sagt der Opa, alles klar, dann verkauft mich jetzt, dann kriegt ihr eine Ablöse. So. Und dann sind wir doch alle zufrieden. Das ist dasselbe wie bei Davis. 1:1 derselbe Bums. So, hat doch keiner ein Problem mit. Keiner. Also ich habe da kein Problem mit. Dann ist das so, ja. Aber geh doch nicht in das letzte Vertragsjahr im Alter von 26 oder 27, wo du genau weißt, was passieren wird. So. Das ist einem Verein einfach gegenüber eine Arschlocheinstellung. Und da ist das egal, ob das Upamecano ist, ob das XY ist. Und ein Harry Kane würde diesen Arschloch-Move halt nicht machen. Das ist mein Take. Der setzt sich da ein Jahr vorher hin und dann wird gesagt, so sieht's aus, so sieht's aus. Bam. Ja, das ist der Unterschied. Junge. Äh, 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 äh. Gut. Da wir nicht auf den grünen Zweig kommen und ich noch was daddeln will, mache ich jetzt Feierabend.
Ist doch ein schönes Schlusspunkt. Seit Martinez. Ja, eigentlich wollte ich die Martinez-Dingens-Video gucken heute, aber wir haben ja doch noch ein paar Themen gefunden. Von daher gibt es das heute nicht. Und ich mache jetzt Feierabend, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns nächsten Montag mal. Dann nehmen wir das Opa-Thema nochmal auf. Leute, haut rein. Rot-weiße Grüße. Tschüssikowski. Schön, dass ihr da wart. Und Blondie, danke für